Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Session PZ 4T. Wir sind nochmal zu zweit, aber heute mit mir ist der Fabu da. Hallo. Und ich, der Erdo. Fabu, dieses Jahr. Ja. Also nein, letztes Jahr. 2019. Sag mir 2 bis 3 Filme, die du gesehen hast, müssen nicht unbedingt im 19. sein, die du hure geil gefunden hast und die du weiterempfehlen. Und eben, es müssen nicht nur Filme sein, die im 19. im Kino waren. Sondern wirklich einfach 3 geile Filmerlebnisse von letztes Jahr. Okay. Das eine wäre Spider-Man. Far From Home. Nein. Das ist zwar auch mega gut, aber Into the Spider-Verse. Oh yeah, das ist richtig gut. Ich glaube, da habe ich gerade am Anfang vom 19. gesehen. Ja. Oder ist es echt noch Dezember? Jetzt bin ich unsicher. Aber im Dunstkreis vom 19. Ja. Der animierte Film das von Sony. Das ist sensationell. Absolute Schau-Empfehlung, ja. Der hat ja auch Oscar bekommen. Ja. Für den besten Animationsfilm. Der hat mich richtig geflasht. Das war gut gewesen. Dann Parasite. Das sagt jetzt jeder Kenner. Der südkoreanische. Ja. Der Du südkoreanische. hast ein Video gemacht, gell, über das? Ja, also ich habe so einen Zusammenschnitt gemacht genau, von meinen Favorite Movies. Darum fällt es mir nicht ganz so schwer, jetzt mir die Sachen auszudenken. Und ich kann schon raten, was das dritte ist. Zu Parasite muss man sagen, ich hatte gar nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt eben, jeder Kritiker sagt so, ja, Parasite, im Highlight vom Jahr und so. Wie kommst du eigentlich auf die südkoreanischen Filme? Die sind ja nicht im Mainstream, findest du die nie? Das ist ja nicht auf Netflix, kommt im Kino, ist es auch nicht gross angekündigt. Nein, er ist nicht gross angekündigt worden, aber er ist gelaufen. Es hat ja zum Glück in Bern noch ein paar kleinere Kinos, die nicht Kita waren. Okay. Und die so ist er gelaufen. Kita Bist du dort so schauen? Dort bin ich schauen. Das Ja. war der Vorschlag von einer Freundin gewesen. Ja. Und ich dachte, kann man machen. Und der ist wirklich, der hat uns recht geflasht gehabt. Geil. Und wie sich jetzt herausstellt, recht viele andere auch. Und er räumt x Preise ab. Also, muss mal schauen, dass ich den noch schauen kann. Richtig, richtig nice. Einfach vor allem, der ist richtig rund, muss man sagen. Der hat keine Längen, der hat Humor, der hat Spannung, der hat einfach alles drin. Okay. Der hat wirklich alles drin, ohne Action-Spektakel, hat aber trotzdem gewisse Action-Szenen drin. Aber jetzt nicht Autoverfolgung gesagt, weiss ich was, aber einfach viel Spannung, die er aufbaut. Oder? Ja. Das kann er einfach sehr gut. Spannung, die er aufbaut, hat keine Logiklöcher oder so Zeugs. Also der rund, richtig rund. Geil. Muss man jetzt auch nicht unbedingt krass im Kino sehen, aber er ist... Ja, aber auch absolute Sehempfehlung in dem Fall. Ja, kann man sehr gut schauen. Das waren 2 gewesen. Das waren 2 gewesen. Der dritte, du weißt, was mein dritter ist? Ich glaube, ich kann es erraten. Ah, du meinst Endgame auch? Nein. Aha. Das wäre aber Endgame. Okay. Was hast du noch gemeint? Ich habe gedacht, du würdest Joker sagen. Nein, Joker, kurz zu Joker. Ich habe auch in meinen Top 5 jetzt drin gehabt. Aber ich bin so ein bisschen unzufrieden mit diesen Top 5 mit dem Joker. Weil man muss sagen, ich habe das Jahr nicht so viel gesehen. Darum ist er in der Top 5 drin. Ja. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei Joker. Weil einerseits ist er, ich finde für einen Superhelden-Schurken-Film finde ich ihn sehr gut gemacht. Wenn es jetzt wirklich mal in einem DC-Universe, wenn wir da drin wären. Aber er gehört zu keinem DC-Universe, das wissen wir. Ja. Also Joaquin Phoenix wird nicht weiter die Rolle spielen. Ja. Wenn er da drin wäre, fände ich es extrem spannend. Oder? Weil der hat mal richtig einen Charakter schön aufgebaut, von Grund auf, wirklich von Brösmeli auf hast du aufgebaut. Oder? Aber jetzt so, es ist einfach ein langer Leidensweg und ich finde einfach, die Stadt ist keine Stadt, wo ich mich damit identifizieren kann. Oder? Das ist bei den Marvel-Filmen gut, du hast in Space, wo sie sind und wo es völlig abgedreht ist und so. Was schon verdammt abstrahiert ist, ja. Aber sonst hast du immer das New York und so, wo du einigermaßen ein bisschen damit kannst identifizieren kannst. Oder so, das ist eben, sie sind jetzt authentischer geworden, die Filme, und das könnte ungefähr so ein bisschen bei dir um die Ecke sein. Und das Gotham, mit dem werde ich einfach nicht warm. Also auch bei Dark Knight Rises hat mich das schon extrem gestört, dass das Gotham einfach so weird ist, weil es einfach nur böse Leute gibt und alle gut sind einfach dumm. Ja, es ist einfach so. Ja, aber es ist nicht, dass es sie nicht gibt. Ja, sie sind schon mal. Ja. Aber in Dark Knight Rises sind sie irgendwo in der Kanalisation eingeschlossen, alle Polizisten. Und ja, und jetzt bei Joker, eben, ich finde einfach den Welt rundherum finde ich mega, mega unglaubwürdig. Also ich kann mich einfach dort nicht identifizieren mit dieser Stadt. Oder? Ja. Das wirklich könnte geben so. Ich würde den Film auch nicht neu schauen. Muss ich sagen, habe ich gar keine Lust drauf. Aber jetzt muss ich einschreiten. Ja. Ich finde, erstens werden wir sicher mal noch einmal schauen, aber jetzt wollte ich zuerst mal, dass das kleine Gras noch drüber wächst.
dass er in meiner Erinnerung auch ein bisschen verblasst. Und das andere, mit der Stadt, das, was ich wie spannend gefunden habe, es ist eigentlich ein interessantes Thema von, ich will jetzt nicht Klassenkampf sagen, aber von verschiedenen, oder es gibt eine Division zwischen der ganzen Gesellschaft. Ja. Es gibt denen, wo es sehr gut geht und wie sorglos sind, und dann gibt es die anderen, wo halt er wie auch dazugehört, weil die Stadt irgendwie weniger Geld, öffentliche Gelder hat und so, wo wirklich auch und Leute, die abhängig sind davon, dass die gesellschaftlichen Institutionen rundlaufen, wo dann einfach dort im kürzeren Hebel sind, wo dann wirklich auch keine Chancen mehr haben und auch keine Perspektiven mehr haben im Leben. Und er verkörpert halt, ich finde, er verkörpert sehr, sehr schön das Schlimmste, was in Gotham einer Person passieren kann. Er verkörpert, also ist meine Idee. Aber es gibt so gar nichts dazwischen. Nein, aber das ist ja wie Gotham auch im Batman immer vorgestellt wird. Es gibt die Ultrareichen, die mit dem Bruce Wayne seine Feste feiern und Spendengalas machen und so, und denen geht es gut und die haben überhaupt kein Gespür für die Probleme vom kleinen Mann, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und der Joker ist wie das Spiegelbild davon. Er ist der, ich sage jetzt mal, die Seite von Gotham soll verkörpern, wo wie eben nicht all die Privilegien und Chancen hatte, wo um alles müssen kämpfen. Darum finde ich es eben sehr, sehr gut an. Und Gotham ist fiktiv. Es gibt hoffentlich gibt es keine Gesellschaft, die so krass entzweit ist. Man kann jetzt vielleicht aktuellere Themen wie Hongkong oder so nennen, wo es auch gleich auch eine Kluft gibt in der Gesellschaft. Oder auch Taiwan. Das sind alles so Sachen, die irgendwo mit China in einem Zwiespalt sind und wo irgendwie für gewisse Sachen kämpfen, aber die öffentlichen Mittel wie das nicht zulassen. Oder sie nicht unterstützen, mindestens das nicht. Und das finde ich verkörpert Gotham recht gut im Joker. Dass dort einfach irgendwann sagen einfach die Leute, es ist im Fall genug. Und jetzt ist fertig. Und wie natürlich, es ist fiktiv. Es ist ja schon permanent böse, oder? Irgendwie, ich glaube im Fall... Ich glaube eben nicht. Wie er nur schon behandelt wird. Also bevor er nachher richtig durchtreibt. Aber das ist nicht... Ich glaube, das ist im Fall eine Gesellschaft, die sich nicht spürt, ja. Und hoffentlich gibt es so Gesellschaften nicht viel. Natürlich, ich bin einverstanden, dass es hoffentlich etwas Fiktives ist und dass es auf der Welt hoffentlich nicht viel gibt, dass es Gesellschaften oder Städte gibt, die so eine krasse Kluft zwischen sich haben. Aber ich finde, es symbolisiert sehr, sehr gut, was passieren kann, wenn so etwas passiert. Es ist eine Dystopie, oder du sagst jetzt... Oder ich bin einverstanden, es ist eine Dystopie, ja. Eben, aber du sagst jetzt, es ist etwas, wo theoretisch eine Stadt sich herentwickeln könnte, oder? Weil es ja viele Städte auf der Welt gibt, wo die Schere extrem weit drauf tut, ja. Ja, genau, ist von Arm und Reich. Aber es fühlt sich zu wenig entwickelt an für mich, dass ich denke, da könnte man herkommen. Ich meine, für mich fühlt es sich fast noch, jetzt, um es ein bisschen überspitzt zu sagen, zum die auch ein bisschen sticheln, finde ich fast die Welt von Idiocracy finde ich fast noch glaubwürdiger. Hast du nicht gesehen? Nein. Okay. Mit dem Luke Wilson. Ja, schon sehr viel gehört auch mit dem Terry Crews, oder nicht? Genau. Aber eben gesehen. Wo einfach so auf Spitze getrieben wird, wie die Welt immer dümmer wird, weil sich nur die Dummen fortpflanzen, oder? Ja. Und nachher eben ist er dort irgendwie eingefroren und kommt in die Zukunft und nachher sind alle dumm, oder? Ja. Aber immer noch mit mega Technik und so. Und das ist zwar auch, also eben, das ist natürlich auch Comedy ein bisschen, aber das ist trotzdem, ist das eine Welt gewesen, wo du denkst, irgendwie fühle ich, dass da etwas Echtes dahinter ist, wo ich denke, das könnte wirklich irgendwann daher kommen, oder? Also das sich dorthin entwickeln. Und Gotham ist für mich einfach so, es gibt einfach das, aber es gibt die Leute, die irgendwo am kompletten Rand der Gesellschaft sind. Nachher gibt es die, also die Hälfte von Gotham sind auch alle in Arkham, irgendwo in der Psychiatrie. Und nachher gibt es noch die mega Reichen. Und es gibt nichts dazwischen. Also wenn ich ein Reicher wäre in Gotham, würde ich auch schon lange wegzügeln. Und mit dem Rest, der dort ist, funktioniert es einfach gar nicht. Weißt, es gibt niemanden, der im Migros an der Kasse ist und den Laden irgendwie zusammenbehalten, weil sie seinen Job richtig macht, habe ich das Gefühl. Also es wird einfach nicht gezeigt. Also die Mittelklasse, was so ein bisschen es wird nichts von dem gezeigt. Es wird gezeigt von Leuten, die nichts haben, Leute, die alles haben. Aber ich bin einverstanden, dass Gotham so verkörpert wird im Joker, aber ich finde gleichwohl auch, wenn wir heute die falschen Entscheidungen treffen, dann sind wir in 30 bis 50 Jahren sind wir auch schon dort. Und was ich halt wie schön finde, ist, wie es zeigt, was passiert, wenn öffentliche Institutionen einen schlechten Job machen.
Und das zeigt es, ich finde, mit sehr realistischen Szenarien. Was meinst du jetzt mit öffentlichen Institutionen? Also zum Beispiel er, der angewiesen ist auf gewisse Medikamente, die er braucht. Mhm. Weil er als Kind eine Vorgeschichte hatte und so. Mhm. Und ich finde, wir haben uns ja wie neu dorthin entwickelt, wo wir die Institutionen auch haben, zu einem Schutz für uns in dem Sinne auch. Dass nicht jeder von uns sich muss auseinandersetzen mit Leuten, die vielleicht die Bedürfnisse haben nach Psychotherapie und so, sondern wir haben das institutionalisiert. Dass es Stellen gibt, wo Leute gehen können, die das brauchen. Wenn du es jetzt so sagst, finde ich es nachher eigentlich fast noch ein bisschen schlimmer, wie es im Joker generell im Batman-Universum dargestellt wird mit den psychisch Kranken. Mhm. Weil die werden wirklich, in dem ganzen DC-Universum werden die psychisch Kranken immer dargestellt als tickende Zeitbomben, wenn sie nicht schon lange kriminell sind worden. Ja. Weil das Arkham, was eine Psychiatrie ist eigentlich von Gotham, dort sind eigentlich alle Schwerverbrecher. Mhm. Das sind nicht normale Patienten, aber es ist Psychiatrie eigentlich. Ja, über die Batman-Geschichte hinweg wird ja Arkham mehr als Hochsicherheitsgefängnis verwendet als Psychiatrie mit der Zeit. Ja, aber weil dort schon alle Verbrecher sind, oder? Ja. Und du siehst nachher, das finde ich eben so ein bisschen Worldbuilding geht verloren. Dass man nicht sagt, es gibt auch normale psychisch Kranke, die nicht kriminell sind. Ja. Weil Kriminelle laut Statistik in echt sind viel häufiger ja Opfer von Gewalt, was er ja am Anfang auch ist. Also sie sind viel häufiger Opfer als Täter. Und im Batman-Universum werden sie einfach mehr als Täter dargestellt. Okay. Das finde ich ein bisschen... Ja, bei diesem Punkt bin ich einverstanden. Bei diesem Punkt bin ich einverstanden, ja. Wir waren eigentlich bei Endgame gewesen. Ja, Endgame ist der dritte von dir geforderten Filme. Ja, muss man nicht so viel dazu sagen. Habe ich so viele Leute vollgequatscht, wie gut das Endgame ist. Ich finde einfach, sie haben Russo Brothers, seit die das Zepter haben Hand genommen, oder einfach gewisse Filme haben übernommen, angefangen beim Winter Soldier. Das war ihr erster Marvel-Film. Ja. Der war schon mega gut gewesen. Der war schon wahnsinnig gewesen, ja. Sie haben nachher eben Captain Story weiter mit Civil War auch gemacht. Und, das ist okay, ja. Und jetzt nachher eben der Infinity War und Endgame. Und du merkst einfach, die Brüder, die diskutieren viel und die fordern sich gegenseitig raus und die Logiklöcher schließen. Das finde ich auch noch eine interessante Dynamik, dass man zwei, eigentlich die immer das letzte Wort werden haben, aber dass nicht eine Person ist, sondern zwei Personen sind, die sich untereinander halt gleich auch noch herausfordern. Das finde ich noch spannend. Und also das letzte Wort hat immer der Kevin Feige oder der Producer eigentlich von Marvel. Aber wie in dem Sinn, sie sind ja Regisseure. Sie sind Regisseure, okay. Aber wie zum Beispiel bei Matrix hat es ja sie so die Wachowski Brothers wo Siblings sind, genau. Und dort hat es ja dann gleich mit der Zeit gewisse Fehlentscheide gegeben, wo dann nicht mehr so gut dazu geführt haben. Aber ich finde es wie noch spannend, wie können sagen, es ist wirklich auch eine Konsequenz daraus, dass zwei auf einer der höchsten Ebenen, wo sie ein wichtiges Wort sagen haben, sich immer noch gegenseitig kritisieren können. Ja, ich glaube, du brauchst zu etwas Gutem führen. Bei dieser Komplexität, wo so viel streng sie angefangen wurden, jetzt über die 22 Endgame vorangehenden Filme, da brauchst du zwei Leute. Und du brauchst schon zwei Leute, die ehrlich miteinander reden können. Und das kannst du auch fast nur als Brüder oder wenn du schon jahrelang miteinander zusammen schaffst, oder? Ja. Aber du kannst nicht einfach zwei Leute nehmen. Also du siehst es bei Game of Thrones, um mein Lieblingshassthema zu nehmen. Für die letzte Staffel, oder? Die haben schon zwei Schreiber gehabt, die aber offensichtlich beide einfach irgendetwas gemacht haben und nicht miteinander geredet haben. Und die haben doch einfach mit der Zeit Nase voll gehabt, nicht? Ja, sie haben Star Wars arbeiten, darum haben sie schnell fertig bringen. Sie sind aber von Star Wars auch entlassen worden. Ja. Was eine sehr recht Geschichte. Hoffentlich, ja. Nein, also ich muss sagen, Russo Brothers schaue ich auch positiv in die Zukunft, dass die sonst werden machen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt bei Marvel dabei weiterhin haben. Ich muss auch sagen, für mich ist Marvel oder das MCU jetzt auch mit Far From Home hat es noch nicht so einen schönen emotionalen Abschluss bekommen. Für mich ist es auch mal gut für die nächsten paar Jahre. Also der Black Widow-Film, der Anfangsjahr wird kommen, den muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, oder? Den schaue ich vielleicht irgendwann später mal. Weil bei Endgame, also ich kann sagen, ich habe Rotz und Wasser rausgelassen. Wow.
Und ich habe ihn sogar, als ich ein paar Monate später noch einmal geschaut habe. Bist du noch einmal ins Kino? Nein, bin nicht noch einmal ins Kino, sondern habe daheim geschaut. Und dann dachte ich, jetzt schaust du noch einmal. Geht ja 3 Stunden, musst du immer einen halben Tag Zeit nehmen. Ja. Und dann denke ich, ja, jetzt hast du schon einmal alles gesehen, jetzt schaust du das vielleicht doch ein bisschen anders an. Mhm. Aber ich habe mich genau an den gleichen Stellen mega gefreut und an den gleichen Stellen sind mir noch einmal Tränen gekommen. Nicht mehr so heftig wie im Kino, aber trotzdem. Ja. Aber also sie haben es so gut gemacht. Das ist krass. Ja. Für mich. Also für mich ist es wirklich einfach emotional, haben sie so viel richtig gemacht. Okay. Was würdest du denen sagen, die nur vereinzelte Marvel-Filme gesehen haben und nicht drin sind im ganzen MCU, sollen sich die wirklich alle Filme aufbauend anschauen, damit sie das Ganze geniessen können? Oder ist das Gefühl, das ist etwas, wo man muss eigentlich schon dabei gewesen sein, für das man es geniessen kann? Oder dass der Zug schon abgefahren ist? Oder hast du das Gefühl, die neueren Generationen oder auch die eben nur vereinzelte Filme haben gesehen, können wieder reinkommen? Ja, es ist halt schwierig. Also ich denke nicht, du musst jeden gesehen haben, das denke ich wirklich nicht. Es gibt gewisse, die sicher kannst weglassen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Tor 2, wo Natalie Portman eine sehr prominente Rolle hat, wo jetzt wirklich sehr... Also ich habe da noch einmal angefangen zu schauen und habe nachher auch das wieder ausgeschaltet. Mit dem Äther oder ja, so, das ist so diffus und es ist so viel diskutiert mit diesen Elfen-Dings. Aber das Weltenverständnis, das dort ein bisschen aufgebaut wird, ist ja schon noch essentiell. Ich finde es aber nicht... Ich finde, es gibt ein Plus... Ja. Aber ich finde, es ist nicht zwingend notwendig. Und ich kenne noch ein paar Leute, die jetzt nicht ganz alle Filme gesehen haben und nachher trotzdem Infinity War und Endgame gesehen haben. Ja. Also wegen Infinity War muss vor Endgame schon gesehen haben, ja. Nein, das ist klar, ja. Und jetzt aber auch der Captain Marvel, ob jetzt wirklich musst gesehen haben. Ja, sie kommt dort schnell vor und macht schnell ihre 2-3 Sachen, oder? Ja. Aber ja, ich glaube, du kannst die einfach hinnehmen, als die ist jetzt halt dazugekommen, oder? Weil die ist so kurzfristig eingeführt worden, die Captain Marvel, der Charakter von ihr. Ich glaube, es gibt schon ein paar, die kannst du weglassen. Ich sage sicher, alle Iron Man, die solltest du gesehen haben, und alle Captain America solltest du gesehen haben. Und der Rest, wahlweise, ja. Dann muss ich sagen, obwohl ich eigentlich so ein bisschen der Marvel-Fanboy bin, oder mittlerweile sehr bin, kann ich auch so sagen, trotzdem bin ich immer mega skeptisch gewesen. Ja. Gerade bei den grossen Ensemble-Filmen, also als ich die Avengers, die erste bis Kino geschaut habe, habe ich schon gedacht, wie soll das gehen, dass da jeder genug Screentime hat, dass es eine schlüssige Story hat und so. Und da bin ich so geflasht gewesen, weil ich eben wahrscheinlich auch so skeptisch war, bin ich nachher umso mehr geflasht gewesen. Eben nachher Infinity War bin ich extrem skeptisch gewesen, finde ich jetzt auch nicht der Beste, aber hat mich nachher auch eher positiv beeindruckt. Und Endgame bin ich extrem skeptisch nachher gewesen, obwohl ich eben immer wieder positiv überrascht wurde. Ja. Bin ich nachher auch in Endgame hineingegangen und dachte, nein, die können nicht alles. Also, das schaffen sie gar nicht. Nein, wie wollen sie all das Zeug fertig bringen? Oder ich bin mir so ein bisschen vorgekommen wie bei den letzten 3 Folgen von Lost, oder wo ich dachte, jetzt können sie es nicht mehr fertig bringen, was sie nicht gemacht haben. Und bei Endgame war es wirklich ein Wow-Moment, vor allem einfach ein wohliger Abschlussmoment nach dem anderen. Ja. Und das hat so einen unglaublichen inneren Frieden gegeben, der Film. Das glaube ich. Aber du hast ihn auch gesehen? Ja, noch gesehen. Aber bei dir ist es nicht so defekt? Ich habe ihn sehr, sehr, sehr geil gefunden. Was soll ich sagen? Ja gut, das, was ich geiler finde, aber es hat nichts mit Marvel zu tun, ist mehr echte Geschichte, also nicht so Sci-Fi, sondern wirklich echte Geschichten, die schön erzählt werden. Also vor allem gute Dramas in dem Sinn. Das ist das, was ich geil finde. Aber ich finde, die Marvel-Filme oder das Ganze ist sehr sehenswert. Es ist immer gute Unterhaltung. Auch, ich finde jetzt auch die schlechten oder die Filme, wo jetzt du gesagt hast, eben Thor 2 oder Iron Man 2 oder was auch immer, oder ja, Iron Man 2 nicht so fest. Auch die sind alle sehr unterhaltsam. Und sie widerspiegeln, glaube ich, schon das, was die meisten Leute einfach in einem Action-Movie sehen. Und ich würde fast sagen, jeder von denen liefert auch ein bisschen mehr noch. So eine übergeordnete Story, die da geführt wird über alle Filme hinweg, wo dann eben zum Beispiel bei einem Endgame näher zu Ende kommt. Und was ich cool finde, ist, wie eben, es sind mega viele Filme, es ist mehr als ein Jahrzehnt ist aufgebaut worden. Und ich finde es wie geil, dass alle, die an diesem Projekt geschafft haben, auch immer die Geduld hatten. Und nicht einfach schnell etwas fertig zu erzählen, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen, Charaktere einzuführen, auch wenn manchmal nicht perfekt, wie zum Beispiel Captain Marvel, aber gleichwohl
es ist extrem vollkommen. Aber sie hat gesagt, die muss jetzt halt noch drin sein, jetzt machen wir halt noch den Film, auch wenn er jetzt gerusht ist, oder? Und wenn der Film nicht mega geil ist, aber es trägt halt schon zur ganzen Welt bei, oder? Du bindest trotzdem irgendwie ein bisschen mehr in die Welt ein. Ja, und sie ist teilweise ist sie ja am Schluss schon noch ein Deus Ex Machina. Wie meinst du das? Oder ein Ex Machina. Ich habe keine Ahnung, wie man dem Ausdruck sagt. Einfach etwas, wo man nur damit einführt, für dass man den Plot zu Ende führen kann, so wie man es will. Aber ich finde auch ich habe Captain Marvel auch einen guten Film gefunden. Ich habe den einfach nicht schlecht gefunden. Und den bin ich auch schauen, noch vor dem Endgame noch im Kino. Und den habe ich auch super gefunden. Hat mir gut gefallen. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob meine Messlatte dort tief ist, aber mir hat die Filme alle so gut gefallen. Ich würde sie alle weiterempfehlen und würde wirklich empfehlen, sich Zeit zu nehmen und die durchzuschauen. Und auch Serien finde ich auch geil. Haben sie auch geile. Ich glaube, du bist da nicht so meiner Meinung. Die Netflix-Serie, die sie gemacht haben. Also ich muss sagen, jetzt Agent Carter habe ich jetzt noch geschaut. Den habe ich noch nicht gesehen, ja. Also es sind ja 2 Staffeln. Ja. Finde ich sehr gut, wo gerade anschliessend eigentlich eine erste Captain America spielt, mit der Peggy Carter. Ja. Wie sie eben da, wie das in Richtung von dem S.H.I.E.L.D. ist gegangen. Genau. Wobei die Serie ist nachher auch gecancelt wurde, bevor S.H.I.E.L.D. effektiv aufgebaut wurde. Das war so ein bisschen schade gewesen. Okay. Aber man sieht da, wo das her wollte eigentlich. Mhm. Ja, die ganz anderen Netflix-Verschläge, muss ich sagen, ja. Jessica Jones, erste Staffel, habe ich recht gut gefunden. Ja. Und das hat aber nachher recht schnell nachgelaufen, wo ich das Gefühl hatte, sie wissen nicht mehr, wo sie durch wollen. Ja. Es hat so ein paar Momente gegeben, wo ich die Serie geschaut habe, die mich verdammt genervt haben. Aber zum Beispiel Daredevil habe ich immer verdammt gut gefunden. Ja, das habe ich nie. Aber es hat halt die Netflix-Krankheiten, dass sie lang, viel Dialog, wenig Platz wechseln. Ich weiß nicht, ob es wegen dem Budget ist oder so. Und da ist wirklich einfach viel FaceTime eigentlich schon fast mit den Schauspielern, die eigentlich den Plot voranbringen sollen. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, oder? Aber du musst nachher auch sinnig füllen. Und bei Daredevil, finde ich, haben sie es geschafft. Ja. Nein, also eben, du kannst nicht erwarten, dass jede Serie mit CGI und weiss ich was auffahrt, oder? Du musst halt mehr auf Charaktere fokussieren, das finde ich ja schon okay. Aber eben, es muss nachher trotzdem irgendeine sinnige Geschichte hinter haben, oder? Also zum Beispiel bei Iron Fist habe ich angefangen zu schauen und dort hat es also wirklich einen Moment in meinen Augen dümmer als der andere. Ja, wo einfach absolut übertriebene, unglaubwürdige Charaktere hast. Also ich meine, und unglaubwürdig, wir haben ein Marvel-Universum, das einen sprechenden Baum hat, also, und der ist glaubwürdig, weißt? Also, weil er einfach in seiner inneren Logik stimmt der für sich, oder? Ja. Und er kann nicht in einer Folge kann er das und in einer Folge kann er etwas anderes und so. Und bei diesen Netflix-Sachen, die machen einfach so, also habe ich so ein bisschen den Eindruck, die machen einfach so ein bisschen, eben, jetzt lenkt man das Budget für eine Folge, um ein bisschen mehr zu machen, also macht der Charakter jetzt ein bisschen mehr, jetzt kann er nicht mehr, weil das Budget lenkt nicht mehr, oder wenn ich so Lust habe, um etwas wirklich gut zu schreiben jetzt gerade, es schwankt doch viel mehr und ist nicht in sich schlüssig, kann ich also ist mein Empfinden. Das könnte ich auch unterschreiben. Hat's jetzt das ganze Marvel-Zeug, hat es die jemals gereizt, also also Comics zu kaufen und zu lesen? Ja, ich habe auch mal ein bisschen etwas gekauft, so ein bisschen Compilations, so ein bisschen Best of Compilations, aber ich habe es noch nicht so gelesen, weil ich bin schlecht im Lesen. Also gut, das ist ja vor allem Bildchen anschauen. Ja, ich meine nicht den Lesevorgang an sich, aber ich bin schlecht. Ich lasse mich einfach zu viel ablenken von Fernseh, PC und so. Ich bin einer, der wenig daheim her sitzt und ein gutes Buch oder eben einen guten Comic nimmt und das genießt. Das sollte ich eigentlich auch wieder ein bisschen lernen. Fände ich schon noch cool, ja. Du hast die Comics gelesen? Ja, ich habe digital angefangen. Also Spidey. Ja. Einfach Spider-Man-Reihe. Und die ist ja schon uralt. Und wirklich mit der Alten angefangen, was nicht immer noch mehr einfach ist, weil die Zeichenart wirklich eben alt ist. Aber es ist wie cool. Und da siehst du dann halt mal wirklich der Ursprung vom wie heisst der jetzt? Vom Green Goblin zum Beispiel. Du siehst halt, wo das es den gründet. Oder vom wie heisst der Falken-Dude? Der Falken-Dude? Nicht der Birdman, sondern der, ich habe doch keine Ahnung. Der Falken-Dude. Genau. Und das finde ich halt schon noch spannend. Oder das finde ich noch wie cool, dass man wie das etwas, was dann angefangen hat, im Kopf von einem Künstler,
wo Comics noch neu waren und vielleicht noch nicht unbedingt als Medium sich etabliert haben in einer Gesellschaft, wo man das eher als Kinderkram oder so vielleicht abgestempelt hat, jetzt zu etwas hergewachsen ist, wo erstens mal milliardenschwer ist in der Kinobranche und auch wirklich die Welt verändert. Und nicht nur in einem konsumtechnischen Sinn, sondern dass halt auch Werte von Heldentum verkörpert werden, die dürfen Vorbilder sein, hoffentlich zu einem gewissen Teil für die Leute, die es schauen. Mhm. Das finde ich eigentlich schon noch cool. Yes. Schön, ja. Bei mir, Joker ist sicher dabei, aber über den haben wir jetzt schon genug geredet. Dann der Into the Spider-Verse ist sehr gut, den habe ich sicher 5-mal geschaut. Schon? Ja, der hat mir wirklich so gut gefallen. Ja, der fließt aber so schön. Extrem. Der hat keine Längen. Nein, der wirklich, es ist so kurzweilig. Ja, es ist so kurzweilig. Du schaust es an, und dann ist das Gefühl, wenn du fertig bist, es ist nur fast irgendwie 15 Minuten oder so. Und die Storyzeit ja gleich noch irgendwie 90 Minuten mehr. Es sind so viele Details animiert, oder? Darum wird das Bild nie langweilig, aber es ist nicht so, dass die überlastet. Also es gibt schon in gewissen Kämpfen oder so, gibt es Momente, wo ein bisschen überladen sind. Ja, aber wie es, in dem, dass es die herausfordert, spannt es die auch an. Genau. Das finde ich, der Effekt stimmt, ist eigentlich noch gut. John Wick 3 habe ich noch geschaut, aber der ist eigentlich nicht erwähnend. Ist gut, aber nicht erwähnenswert für unsere Top-Liste vom 19. Once Upon a Time in Hollywood, hast du Habe ich nicht gesehen. Hast du den gesehen? Ja, also das ist eines von meinen Lowlights. Okay. Ja, der Tarantino selber ist ja nicht einmal wirklich überzeugt davon. Aber also wie der alle immer abfeiern, der Tarantino. Und der hat auch viel Schlechtes gemacht. Also alle tun immer so, als würde er nur Gutes machen. Aber das stimmt nicht. Nein. Ja, der Tarantino ist halt einfach immer die Wildcard oder der Underdog, weil er halt wirklich keine klassische Filmausbildung hat. Es gibt ja viele, wo Schauspieler und nachher sagen, ich will jetzt Regisseur machen. Oder? Und bin jetzt halt Regisseur, weil ich schon lange im Business bin. Also irgendwann, wenn du genug lange im Business bist, ist es dann wirklich auch egal, ob jetzt du wirklich eine Grundausbildung hast oder nicht. Aber bei ihm finde ich es einfach immer, wie alles gelobt wird, wie genial, dass die Dialoge sind und so. Und, nein, nicht einmal. Da muss ich sagen, also, das sind wir ein paar jetzt gewesen, wo das habe ich gut gefunden. Ja. Also ja, ich habe eigentlich von niemandem, der ihn gesehen hat, und es waren schon mal nicht viele Leute gewesen, und die ihn gesehen haben, eigentlich nie geschwärmt oder wirklich gesagt, man müsste jetzt schauen. Ja, aber Kritiker haben ihn mega gut gefunden. Und der hat mega Bewertungen bekommen. Krass, ja. Also ich schaue jetzt parallel schnell mal auf IMDb, das nimmt mich jetzt nämlich noch Wunder, wie gut das der bewertet ist. Ja, vielleicht hat man einfach... 7,8 ist viel zu hoch, finde ich. Okay. Das ist viel zu hoch. Oh, Margot Robbie. Die Margot Robbie, die wird so gelobt immer. Und ich finde, ich habe noch nie wirklich eine gute Leistung. Gut, jetzt... Focus ist ja auch habe ich nie gesehen. Ist ein Film, der recht gelobt worden ist. Aber ich kann sie nicht so ausstehen im Fall. Irgendetwas an ihrer Art oder so tut mich draus. Ja, ich finde aber ihre komplette Rolle in dem Once Upon a Time in Hollywood hat man sich komplett schenken. Ja. Aber ja, nur so ein Nebeneinschub. Jetzt kommt der Birds of Prey mit ihr. Ja, wo der Trailer hast du Lust auf das? Ich wollte es sehen wegen dem DC Universe, aber der Trailer ist eigentlich ein hoher Abturner. Ja, sie hat eigentlich das, was sie in Suicide Squad innerhalb von 30 Sekunden abgehandelt haben, nämlich die Vorgeschichte vom Joker und von Harley Quinn. Sie haben ja so einen mega kurzen Zusammenschnitt, ist das ja gewesen, wie sie sich kennengelernt haben. So. Aus dem hättest du eigentlich einfach einen Film sollen machen. Das hätte eigentlich der Film sollen sein. Und nachher kannst du Suicide Squad machen. Ja, was halt DC schlecht macht, sie haben die Geduld nicht, die Marvel hatte. Null haben sie Geduld. Das ist, sie sehen einfach, dass ein anderes Comic-Universe auch das Geld kann ziehen kann. Und sie wollen irgendwie auch mitspielen. Aber sie sind überhaupt nicht bereit, die Investition, was Zeit vor allem angeht, nicht Geld, sondern was Zeit angeht, zum Charakter zu entwickeln, gleich einzugehen, wie das Marvel bereit war. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja. Und ja, also ich finde auch die Wahl der Regisseure für die einzelnen Filme finde ich im Fall nicht so der Wahnsinn. Wobei, Aquaman hat mir im Fall gut gefallen. Hast du den gesehen? Nein, den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich im Fall nicht... Nein, ich habe ihn angefangen. Den habe ich recht gut gefunden. Oder er muss sehr unterhaltsam. Okay. Ich finde, von der Idee her macht mich schon nicht an, der Typ, der unter Wasser lebt. Aber ja. Serien? Serien habe ich gesehen. Tschernobyl. Nicht gesehen. Nicht gesehen? Nicht gesehen. Von HBO. Nicht gesehen. Die ist massiv. Also es ist eine Kurzserie, oder so eine Miniserie. Binge-Bar, Mensch. Ja. Wo ja eben um
ich weiß auch nicht mehr, wie viele Folgen das sind. 12 oder so. Vielleicht nicht einmal. Wo eben ums Atomunglück in Tschernobyl geht. Und es ist sehr historisch, probieren sie recht akkurat zu sein, was ich gelesen habe. Es hat ein Charakter, scheint die weibliche Forscherin, die fiktiv ist, die einfach stellvertretend ist geschrieben worden für sehr viele weibliche Forscherinnen, die eigentlich mitgewirkt haben an der Bewältigung von dem Atomunglück. Oder an der Aufarbeitung eigentlich. Und darum haben sie künstlich einfach reingeschrieben. Oder damit nicht einfach 50 verschiedene hast, die du siehst. Okay. Aber sonst sagen alle eigentlich sehr historisch akkurat. Und das ist also unglaublich eindrücklich, wenn du siehst, also wenn es wirklich so war, was wir aber aus den Medien größtenteils wissen, wie auch der Einsatz von diesen Tunnelgraberleuten und von all diesen Leuten, die einfach dort nach dieser Katastrophe sind dort waren und ihr Leben größtenteils geopfert haben, damit nicht noch Schlimmeres passiert. Weil die Explosion war ja nur der Anfang gewesen, das die Serie fängt mit der Explosion eigentlich an, oder? Und nachher ist eben das Ganze, wie verhindern wir, dass es schlimmer wird, dass noch eine weitere Kernschmelze auftritt, oder jetzt mit einem offenen Reaktor quasi, oder was das komplette Land verseucht hat, atomar. Und das sind x Leute, die da schaufeln und Erde drüber schütten und da noch irgendeine Kühlung aufdrehen oder zudrehen, ich weiss auch nicht was. Und also unglaublich mitreissend. Es gibt nachher so Kritiker, die nachher sagen, ja, aber nur weil da atomar verseuchte oder strahlende Tür angelenkt hat, würde er nicht anfangen blüten direkt. Und die anderen sagen, doch, das tut man. Und das ist mir nachher wurscht. Oder? Das passt für mich schon ungefähr. Oder? Ja. Stimmt etwa. Ja, also ungefähr, denke ich, kommt das her, von der Ausmaß, wo die Strahlung auf den Körper hat und auf die Umwelt hat. Ja, das also sehr massiv habe ich es gefunden, weil man weiss, es ist passiert. Oder? Und da haben wirklich viele Leute das Opfer müssen bringen. Und ich frage mich auch ein bisschen, wenn ich das geschaut habe, habe ich mich immer wieder gefragt, wenn jetzt das bei uns passieren würde, Mühlenberg ist zwar abgeschaut, oder? Aber wenn jetzt das so explodiert wäre, oder? Wäre die Bevölkerung da auch so bereit gewesen, also so viele Leute wären auch bereit gewesen, sich zu opfern quasi, oder für die Leute rundherum. Ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft heute ist schon einiges egoistischer geworden. Ja, es ist halt schwierig, das kann man... Also ich wüsste nicht, ob ich, also weißt, das ist natürlich eine unglaublich schwierige Frage. Ja. Aber das ist etwas, was ich immer denke, ich meine, draussen, man kann denken, was man will, aber du hast in dem Moment wirklich einfach gesehen, die haben jetzt zusammen für ihr Mother Russia, oder? Haben die jetzt zusammen und der Staat hat es gesagt, sie wissen, genau, am Anfang haben sie es nicht gewusst, aber irgendwann ist nachher gesagt worden, gut, ihr habt den Auftrag und ihr werdet sehr wahrscheinlich gleich daran sterben, wenn ihr das macht. Und trotzdem haben sie extrem viele Freiwillige gefunden. Und das habe ich mich immer so ein bisschen gefragt. In unserer heutigen westlichen Gesellschaft würde es auch, wie würde es da ablaufen, wenn das passieren würde? Das ist vielleicht sehr naiv, aber ich glaube im Fall schon dran. Und der Punkt ist halt, wir sind nie herausgefordert, wie bei so einem Moment. Und der zeigt sich dann, aus welchem Holz das die Leute geschnitzt sind. Aber ich bin der optimistischen Überzeugung, dass Helden unter uns wandeln, die halt noch nie haben müssen Helden sein. Also wir hoffen, dass sie es nie müssen sein. Genau. Mir ist noch ein Film in den Sinn gekommen, und ich weiss, dass dir der auch gefallen hat. Einer von den Top-Filmen, die ich gesehen habe. Und ich habe vorhin noch Drama gesagt, und dann habe ich es nicht erwähnt. Marriage Story. Sensationell cooler Film. Mir hat es gut gefallen, dass das einfach echt ist. Es hat sich nicht zusammengespitzt auf ein überromantisches Happy End, sondern es ist einfach echt und wahr. Und also es war von Anfang an klar, dass es kein Happy End wird geben, oder? Ja, ich denke im Fall nicht unbedingt. Je nachdem, es gibt genau die gleiche Geschichte wie die, wo es ein Happy End gibt. Der Film gibt sicher auch. Ja, aber das hat er nie ausgestrahlt, oder? Der Film hat nie ausgestrahlt, das wird nachher schon alles gut. Nein, aber ich habe es wie irgendwo auch mutig gefunden. Ich weiss, vielleicht tue ich das Hauptpublikum von so einem Film vielleicht falsch einschätzen. Aber ich denke, dass die meisten Leute auch eben nicht geil werden finden, weil es nicht das Happy End bringt, was sie sich wahrscheinlich erhoffen. Und gleich habe ich gesehen, dass die Rezensionen eigentlich sensationell sind über den Film. Und dass er eigentlich sehr gut wahrgenommen worden ist. Weil einfach die Emotionen, du kannst die Motivationen der Charaktere verstehen, oder? Und es ist kein Moment, wo du denkst, ja, nein, das wird jetzt aber nicht so passieren. Also das sind immer die Momente, wo ein Film oder eine Serie mit mir berichtet. Oder wenn ich denke, so, nein, das wird jetzt nie. Wieso jetzt? Oder das passiert wirklich nicht. Ja. Das ist, sie freuen sich, sie streiten sich, sie wünschen sich den Tod wortwörtlich.
Das ist eine starke Szene. Und trotzdem kannst du es nachvollziehen, ja. Also, es ist heftig. Und vor allem eben, dort musst du einfach den Charakter auch Zeit geben, oder, um so etwas aufzubauen. Und der Adam Driver und Scarlett Johansson, die können es einfach schauspielerisch das super umsetzen. Er als Marine. Das finde ich immer noch mega krass. Das finde ich so heftig. Der war Marine gewesen, ey. Das finde ich krass. Zurück zur Serie. Jetzt, wir haben es vorher schon erwähnt, Game of Thrones. Ja. Stimmt, das war Jahr gewesen. Die letzte Staffel war nicht gut gewesen, bin einverstanden. Aber würdest du sagen, es war so schlecht gewesen, dass du würdest wünschen, dass du nie auch noch etwas gesehen hast davon? Ja. Fuck. Okay. Ja, nein, wirklich. Also, ich muss jetzt auch wieder vergleichen mit dem, was mich so geflasht hat, was Endgame ist, oder? Und dort habe ich jetzt, nachdem es fertig war, habe ich auch einzelne Filme wieder ein bisschen geschaut, oder, und habe gesehen, dort ist schon mal das angesprochen worden von den Infinity Stones. Dort ist schon mal Wakanda angesprochen worden. Ich habe Comics nicht gelesen, darum ist mir das nicht früher aufgefallen. Mir ist es jetzt im Nachhinein alles aufgefallen, oder? Okay, ja. Und bei Game of Thrones, du merkst einfach mit dem Schluss, dass sie, die den Schluss geschrieben haben, kein Konzept haben. Null. Die haben die Bücher gehabt, die haben keine Ahnung, wo die Bücher her wollen. Der George R.R. Martin, der Bücher geschrieben hat, der jetzt ja nicht nachher mitschreiben was ich eigentlich auch nicht schlimm finde, der hat ihnen nachher auch anscheinend gesagt, wo er ungefähr her will. Und sie haben das nachher einfach irgendwie adaptiert. Aber da zeigt sich eben, dass du kannst nicht einen guten Anfang haben und ein gutes Ende haben und keinen Weg haben, wie man dort herkommt. Das geht nicht. Ja. Und du merkst schon, die Endpunkte, wo sie herkommen, das sind schon ungefähr logische Endpunkte, wo man denkt, stimmt, ich sehe, wie man da hätte herkommen. Oder ich sehe, wie man da könnte theoretisch herkommen, oder? Aber da denke ich jetzt, vielleicht ein bisschen vermessen, aber da denke ich, da hätte ich sogar einen besseren Weg können schreiben als das. Sie haben sich auch Zeit nicht genommen. Ja. Das ist Blöde. Sie haben ihre Star Wars in Aussicht gehabt, wo sie als Team, die Schreiber, der Danny Weiss und der andere weiss ich nicht mal, wie er heisst. David Benioff. Genau. Die beiden haben einen Star Wars Film in Aussicht gehabt zum Schreiben. Also das 9? Nein, nicht das 9. Nachher hat es ein zukünftiges Projekt. Okay, ja. Und haben sie das fertig machen, damit sie Star Wars arbeiten können. Ja. Und wenn sie weiter hätten gemacht, hätten sie auch Star Wars nicht können machen. Oder darum haben sie gesagt, nein, wir machen jetzt das fertig in diesen paar Folgen. Und sie hätten ja mehr können haben. Sie hätten mehr können haben. Ja. Von allen Seiten hätten sie mehr bekommen. Ja. Von HBO. Sie hätten mehr Geld, mehr Zeit, sie hätten mehr alles gehabt. Sie haben nicht wollen. Und auch die Schauspieler waren extrem unzufrieden gewesen. Ja. Weil sie einfach, alles hat ihrem Charakter widerstrebt, was sie gespielt haben. Ja, das finde ich menschlich auch irgendwie extrem schwach von ihnen. Finde ich extrem, also das ist so kein gutes oder kein gutes Zeugnis, das du über dich hast. Also die werden sich wahrscheinlich mit diesem längerfristigen Projekt auch verbaut haben. Ja, die haben sich ganz viel verbaut, sicher. Das hat ja x Online-Petitionen gegeben, dass sie keine Jobs mehr bekommen. Und auch, also sie haben ja noch das Ganze untermauert, ihre Inkompetenz haben sie noch untermauert durch Szenen, die aber nach den Folgen kommen. Hast du das aber gesehen? Nein. Nach den Folgen, also wenn die Folge fertig war, sind noch so Gedanken von ihnen, die sie sich gemacht haben. So ein bisschen behind the scenes. Genau, ein bisschen behind the scenes, genau. Wo ja der Tyrion, also der Schauspieler von ihm, Sachen erzählt hat, wo dies und jenes erzählt hat, und wo nachher aber auch die Schreiberlinge Sachen erzählt haben. Und sie haben nachher zum Beispiel auch nach dieser Folge mit den Scorpions, nicht Scorpions, da die, wie heisst die Fleet vom Euron Greyjoy, wo der Drache aber geschossen hat, oder? Ja. Boah, so eine dumme Szene. Ja, und nachher haben die Schreiberlinge eben dort in so einer offiziellen Szene erklärt, ja, eben, wir haben gedacht, Danny kommt jetzt her. Und nachher war aber die Fleet dort und ja, sie hat einfach ein bisschen vergessen, dass sie dort ist. Und ich dachte, das ist wirklich so gesagt? Ja, das ist die Erklärung. She kind of forgot about them. Oh shit. While Danny kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces, they certainly haven't forgotten about her. Okay. Und dann so, das ist the most laziest writing ever. Ja. Aber das könnte schon fast aus, wie heisst die, Pitch-Meetings. Ja, genau. Das könnte schon fast so krass. Sonst Serie? The Mandalorian. Hast du schon fertig geschaut? Gut, das ist ja eigentlich... Es sind nur 6 Folgen oder so. Ja, die letzten sind jetzt erst rausgekommen, oder nicht? Oder ist das noch letztes Jahr fertig gemacht worden? Die letzte Folge habe ich aber noch nicht gesehen. Das ist doch vor 3 Wochen oder so. Ja, ist noch nicht gesehen. Bis dort rum.
Ja, doch, ich bin fertig, glaube ich. Wie hast du sie gefunden? Gut. Ja, mir flasht sie bis jetzt so. Vor allem einfach Baby Yoda. Fucking Baby Yoda. Ja gut, mit dem Baby Yoda, der ganze Hype, da kann ich nur so halb nachvollziehen. Ich checke auch noch nicht so ganz, aber das ist mir eigentlich auch recht, wo zeitlich das die Serie genau spielt. Also ich habe das Gefühl zwischen dem 3 und dem 4 eigentlich. Ja, es ist so, dort wo auch Rogue One ist. Bevor First Order kam, oder es müsste eigentlich vor Rogue One spielen, weil Rogue One, okay. Weil Rogue One spielt ja unmittelbar eigentlich vor Episode 4. Stimmt, oder? Ja. Aber keine Spoilers, den hat der letzte noch nicht gesehen. Ja, aber ich finde auch, du merkst schon, die haben auch geschaut, was kommt gut an bei den Fans und was davon, um nicht nur Fanservice machen, wie der J.J. Abrams macht, was davon können wir sinnig verbauen. Das hat mich eben im Star Wars 9 so aufgeregt, dass einfach Sachen drin sind, wo der J.J. einbaut, wo ich denke, die Fans werden das Geld finden, aber es macht gar keinen Sinn, dass es dort ist, weißt? Ja. Und jetzt gerade bei Mandalorian haben sie Sachen reingenommen, wie so das Design von gewissen Robotern, wo sie von Rogue One haben natürlich genommen, weil der zeitlich scheint am nächsten Stimmt, ja. Und aber auch von Star Wars Rebels haben sie Sachen übernommen. Das habe ich aber nicht angeschaut. Okay. Star Wars Rebels haben sie ja auch, gut, ich weiß nicht, ob die schon in anderen, die kleinen schwarzen Droiden, ob die schon vielen anderen Orten sind vorgekommen. Aber die habe ich das Gefühl, habe ich das erste Mal in Star Wars Rebels in der Serie gesehen. Ja. Ich habe mich auch recht an Star Wars Rebels erinnert gefühlt, die animierte Serie oder, von Disney. Irgendwie nicht so. Nein. Nein. Vielleicht müsste ich mal das ein bisschen auffrischen. Aber was ich gefunden habe, Mandalorian bis jetzt, ist viel, aber herzig und sauber verpackt. Nicht, dass es dir einfach so ins Gesicht geschlagen wird, Fanservice. Ja, aber eben sinnig verbaut. Genau. Was ich so ein bisschen gefunden habe, das hat es nicht unbedingt gebraucht, ist, dass man ihn sieht. Der Mandalorian. Ja, das ist auch ein bisschen ein Knackpunkt. Ich habe ein paar Artikel gelesen, wo ihn loben, wie gut das es macht. Aber ich finde, es gibt ein paar Szenen, wo es einfach essentiell wäre, irgendeine Mimik rauszulesen aus dem Gesicht. Und die fehlen dir einfach. Und er muss einfach nur über die Stimme bringen. Und er redet eigentlich immer sehr monoton. Nein, also ich finde, dass ich ihn hätte gesehen in gewissen Szenen, vom Gesicht her, habe ich gar nicht das Bedürfnis gehabt. Oder? Okay. Ich habe das einfach hingenommen. Oder? Mir ist nachher mehr gewesen, ich hätte jetzt nicht unbedingt sein Gesicht müssen sehen. Also okay. Ich hätte mir das Master Chief Mysterium hat mir mehr gepasst, weißt? Weil du hast jetzt über ein paar Folgen schon die Stimme und den Helm gesehen und du stellst dir selber irgendetwas vor, oder? Ja, aber bei Master Chief hast du von Zeit zu Zeit die pointierten Sprüche oder so. Und es ist nie... Und wenn es wirklich krass emotional wird, dann verändert sich auch die Stimme von Master Chief etwas. Und jetzt zum Beispiel in Mandalorian gibt es ja die eine Szene, oder gibt es ein paar Szenen, gut am Anfang, wo eben der Baby Yoda-Charakter immer recht ans Herz wächst. Oder wo er ihm dazwischen ist, oder was auch immer. Man sieht es an nichts. Der Zuschauer muss es selber interpretieren durch den Kontext, dass es jetzt im Mandalorian wahrscheinlich schwierig fällt, jetzt das zu machen. Und du siehst keine Mimik, nichts. Und das wird auch über keinen Dialog oder so vermittelt. Das ist dann etwas, wo sie sich eigentlich alle gespart haben, das irgendwie darzustellen oder zu vermitteln, sondern sie hoffen einfach darauf, dass der Zuschauer die Reise auch mitmacht und emotional so involviert ist, dass er nicht einfach kalt vor der Glotze hockt, sondern sich auch seine eigenen Gedanken macht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dann kommen nur die mit, die involviert sind. Du holst niemanden ab und bringst niemanden weiter. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, vielleicht liegt es daran, dass irgendwie immer sehr stark probieren, eigentlich Protagonisten reinzuversetzen, oder? Also ja, aber genau, eben für so Leute, die die Serie wie du schauen, für die funktioniert es. Ja. Für die mit Star Wars vielleicht nichts am Hut haben, wo vielleicht der Mandalorian etwas vom Ersten ist, was sie mal schauen, wieso auch immer, ist es schwierig. Ja, aber für die ist es vielleicht, also ja, es ist natürlich jetzt schwer, das ganze Wissen auszublenden, oder? Ja. Aber ich denke, vielleicht ist es für die nachher auch mehr ein Mysterium. Also weißt, vielleicht wird mehr das Mysterium noch aufgebaut. Also weißt, es kann ein sehr mysteriöser Einstieg ins ganze Star Wars-Universum sein, wenn man wirklich noch nie da drin war. Und das Erste ist, was du siehst, oder? Von dem her, ja, schwierig nachzuvollziehen. Aber für mich war es sehr stimmig gewesen. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, durch das, dass seine Mimik nicht war, kann sich jeder ein bisschen selber denken, es ist ein bisschen wie ein Buch lesen, den Mandalorian schauen, weißt, du kannst dir viel mehr vorstellen, wie sein Gesicht jetzt aussieht, was in seinem Kopf vorgehen. Seine Emotion wird dann nicht aufgedrückt, oder was eben.
Ja, aber ich finde, es hat wie zu wenig, wo man sich dran festhalten kann, um eine Ahnung zu bekommen, was seine Emotionslage könnte sein. Ja, aber er spricht durch seine Taten eigentlich. Ja, ich bin nicht... Also ich finde es eine sehr geile Serie. Ich werde sicher auch noch fertig schauen. Und wenn es die nächste Staffel wird geben, werde ich die sicher auch schauen. Aber ich muss sagen, das ist etwas, das fehlt mir schon ein bisschen. Aber es ist nicht der Grund, warum ich nicht wieder weiter schaue. So. Was habe ich noch für Serien? Ich bin momentan, und das habe ich letztes Jahr angefangen, bin ich Arrow am Bingen. Hast du die gesehen? Nein, da muss man auf die Sprünge haben. Arrow etwas, aber... ist DC Universe. Ist zuerst Central Network gewesen, oder CW in Amerika, wo es ausgestrahlt hat. Cartoon Network. Oder Cartoon Network? Ja, keine Ahnung. Wo angefangen hat damit, dann ist ja auch noch Flash dazugekommen und dann auch noch Supergirl und dann DC Legends of Tomorrow und das ist ein bisschen aufziehen. Okay. Also auch die Serien. Aber Arrow finde ich spannend. Ich finde es nicht eine gute Serie, finde ich wirklich nicht. Aber sie haben den Sweet Spot bei mir perfekt gefunden, dass sie gut genug Plot erzählen, dass ich weiter schauen will. Dass ich möchte sehen, wie der Plot weitergeht, dass die Geschichte weiter erzählt wird. Aber es ist eigentlich noch viel so OC California-mässig, so Teenie-Drama-mässig schon fast. Also ist das so eine 20 Minuten oder 40 Minuten oder Stunde? 40 Minuten? 40 Minuten. Okay. Und 40 Minuten dann auch Zeug, wo ich dann einfach laut rauslachen muss, weil ich es so dumm finde, aber dann gleichwohl dann nicht widerstehen kann, die nächste Folge zu schauen. Also so eine Guilty Pleasure eigentlich. Ja, und dort haben sie mich so an den Eier. Weil, ich finde es nicht gut, aber ich muss weiter schauen. Wie viel gibt es jetzt von dem Folge? Es sind 137 Episoden. Was? Ja. Wie? 8 Staffeln. Nein. Wow. Das ist schon so lange jetzt? Und fertig, ja. Ja, es hat 8 Staffeln, also 2011 oder 2012 hat es angefangen. What the fuck? Also dort geht es um den Arrow. Genau. Das ist der Superheld. Das ist der Held, genau. Also er hat keine Superkräfte. Aber das ist nicht im DC... Ist im DC Universe, ja. Also es hat auch andere... Was gibt es noch? Ja, also der Flash Batman zum Beispiel gibt es auch noch. Und Supergirl. Aber der kommt vor Serien vor, der Flash? Genau. Okay. Und die Serien arbeiten alle sehr stark miteinander zusammen. Sie haben manchmal auch gewisse Plotlines, die sich über die verschiedenen Serien hinwegziehen. Also zum Beispiel im Arrow der zweite Teil von einer Geschichte, die im Flash angefangen ist, siehst. Hast du den Flash schon geschaut? Nein, noch nicht, aber das würde ich wahrscheinlich dann auch. Flash, habe ich gehört, ist nicht so schlecht. Ja, Arrow auch. Arrow ist im Fall auch. Arrow habe ich im Fall auch gehört, wo das gelobt ist. Schon, oder gelobt wird. Und Flash auch. Ja, Arrow habe ich nur irgendwie Werbeanzeigen gesehen, aber es ist nie etwas Arrow. Also ich schaue es sicher fertig. Was ist jetzt für eine IMDb-Wert? Es sieht so emo-mässig aus. 7,6. Ja, siehst du. Ja, aber es ist noch nicht fertig. Es steht 2012 bis... Ja, ich habe gemeint, Serie 80 die letzte. Aber vielleicht täusche ich mich an. Das heisst es doch immer... Aber was ich auch krass finde... bis 2020. Ja, eventuell, weißt du... also wie weit bist du jetzt? Ich bin bei Staffel 7. Aha. Ja, und das... Aber dort wie... Ja, es ist halt bingebar. Ja, aber die Folge an sich sind schon recht gut bewertet. Ja, nein, also... Ja, ich finde es schon auch geil, aber wie... Es ist auch so krass, in den Kommentaren gelesen bei einer Episode, was so ein bisschen um das Waffentragrecht in Amerika gegangen ist, wo das halt wie auch ein Thema war. Und da hast du dann einen Kommentar gelesen, ja, es empfehle nicht gerne, wenn eine Serie versucht, politische Themen auszuarbeiten. Ich schaue es ja gut, für das ich davon wegkommen kann. Und das habe ich noch so spannend gefunden, weil wie jetzt unabhängig von Arrow, es zeigt, wie fest, dass wir manchmal in solchen Medien wie Zuflucht suchen vor Sachen in der Welt, wo wir uns nicht mehr damit auseinandersetzen. Das habe ich noch so spannend gefunden. Ja, aber das ist ja schon immer eigentlich gewesen. Also Film ist ja schon immer ein Zufluchtsmedium eigentlich, um die ablenken. Ja. Ja, aber wie ich fände es schade, wenn man die Grenzen macht, dass es nicht darf Themen ja, das finde ich schon nicht. Ja. Für das gibt es zu viele wichtige Filme und Serien. Genau. Es geht eben Tschernobyl, oder? Das ist eigentlich extrem wichtig, wie ich finde, dass es mal richtig schön inszeniert ist, aufgearbeitet wurde. Oder auch richtig brutal inszeniert, ja. Aber ich sehe jetzt da gerade,
Superman ist ja da auch dabei, aber ist ja nicht, was ist das für ein Superman? Nicht der Henry Cavill. Nein, den kann er sich auch nicht leisten. Ich weiss es im Fall nicht. Ich weiss es wirklich nicht. Und für Supergirl habe ich aber mal einen Trailer gesehen. Ja. Aber das hat schon recht Panne ausgesehen. Ja, ich sage es. Es ist Die der Rocka und fliegt um. Wie umgebig ist denn das? Ja, aber eben, ich habe dir erzählt vom Sweet Spot. Ich sage, es ist eine schlechte Serie, aber es ist, für mich ist es gerade an dem Ort, wo ich nicht aufhören kann. Okay. Das ist das, was ich so krass ja, ich glaube, Flash fand ich mal, aber Flash ist schon 7-8. Aber jetzt, weil es mehrere Serien sind, würde ich mir vielleicht Chronologie anschauen, dass nicht Vorwissen fehlt. Aber Supergirl ist richtig. 6,3 ist das bewertet. Also. Das ist richtig schlecht. Für eine Serie. Und Serien werden schnell gut bewertet. Yes, und jetzt schon beim letzten Thema. Games. Das sind deine 3 Themen. Filme, Serien und Games. Ja, wir können vielleicht noch über anderes reden. Politik vielleicht. Deine 3 Top-Politiker. Schwierig. Top 3 Motionen. Vom 2019. Das wüsste ich eben nicht einmal alles auswendig. Oder warte, wir haben bis jetzt immer nur von guten Sachen geredet. Wir können natürlich die schlechten Sachen auch noch einbinden. Ja gut, ich habe schon ein bisschen gehatet. Okay, das stimmt. Du hast nichts Schlechtes gesehen. Ich muss mir gerade überlegen. So ein Kackfilm. So ein schlechter Film. Allied. Hast du den gesehen? Allied mit dem Brad Pitt ja. Und dem Marion Cotillard. Genau. Nein, nicht gesehen. Aber habe ich gehört, dass es nicht so gut sagt. Ja, der Mitbewohner hat den Hennen gelobt. Gut, der Mitbewohner ist auch da wirklich so Kaltkrieg, Zweiter Weltkrieg, so Spionenfilm-Fan. Und hat den richtig gut gefunden. Und dann habe ich geschaut und dachte, das ist totaler Müll, Mann. Und das ist ein bisschen, also ja. Also was war denn schlecht dran gewesen? Weil so viele Sachen nicht aufgegangen sind. Und ich finde, oder das Problem, was es darum geht, wo das ganze Drama bringt in die ganze Geschichte, ist schlechte Kommunikation in einem Ehepaar. Ist ja eigentlich nicht eine schlechte Ausgangslage, um eine Geschichte zu erzählen. Aber es ist lächerlich schlecht, dass du das Gefühl hast, du hast jetzt ein Thema, wo du wirklich das Gefühl hast, dass wenn du die Person heiratest und mit der ein Kind hast, nicht über das kannst reden oder eine Lösung finden. Ja. Es ist so eine Spionage und jemand ist dann noch Doppelagent. Also um was geht es ungefähr so im Film? Im Film geht es darum, dass der Hauptcharakter, der von Brad Pitt gespielt wird, ein Spion ist und dann in Algerien oder so einen Einsatz hat, wo er eine Frau kennenlernt, die auch Spionin ist, wo sie dann irgendwie zusammen einen Auftrag haben und dann die Liebesgeschichte anfängt und sie dann zurückkommen, ist es Großbritannien oder so, und dass sie sich dann zusammen niederlassen und sie dann ein Kind haben und eine Familie anfangen und starten. Und aber die Spione sind noch nicht ganz hinter sich gelassen haben. Aha. Und dann merkt man, kommt irgendwie etwas von Vorgeschichte auf und so. Und es ist es kann nicht sein, in meinen Augen, vielleicht bin ich dort zu illusorisch oder zu verblendet, ich finde, es kann nicht sein, dass man mit jemandem ehemässig ein Leben teilt und dann noch auf so einer krassen Ebene, wie es in einem Film dargestellt wird, eigentlich auch noch eine Lüge lebt nebendran. Ja gut, es gibt ja auch Leute, die 2 Familien haben und die wissen nicht voneinander und aber dort, weißt, der Punkt im Film wird dann die Liebe, die sie füreinander haben oder für die Familie, wird dann recht ausgespielt. Und das kann nicht sein. Das kaufe ich nicht ab. Also wenn du einander so anlügst, liebst du einander auch nicht so, Mensch. Genau, so beidem geht nicht. Ja. Und dann halt auch, dass der Brad Pitt als irgendwie 30-Jähriger dargestellt wird oder so. Und das funktioniert einfach nicht. Nehmt einen anderen Charakter. Es gibt genug andere gute Schauspieler, die ihr könnt nehmen. Also das finde ich zum Beispiel auch ein sehr schlechtes Casting. Schlechter Film. Also, Games. Was hast du im 2019 gespielt? Shenmue 3. Boah, das Zeitmanagement. Also, dort hat es der Domi wie schön... Ich habe viel Reportagen gesehen und viel Gameplays. Und der Domi hat es wie schön gesagt und ich finde ich recht treffend für das. Er sagt einfach, das Spiel respektiert deine Zeit einfach nicht. Willst du nicht das Gleiche behaupten? Nein, gar nicht. Okay. Das Spiel respektiert, dass wir in einer viel zu hektischen Gesellschaft leben. Okay. Nein, es ist extrem entschleunigend. Also eben, es ist nicht...
ich habe 10 Minuten Zeit zum Gamen und 10 Minuten gut unterhalten werden. Das findest du dort nicht, oder? Sondern es ist wirklich so, du kommst daher, du untersuchst mal die Hotelraum oder wo immer drin bist. Ja. Du kannst jedes Schublädchen aufmachen. Du musst nicht, aber vielleicht verpasst du etwas, wenn du es nicht machst. Okay. Und darum... das ist so ein bisschen wie Last of Us, aber mit ein bisschen weniger Druck. Nein, das kannst du gar nicht vergleichen. Okay. Nicht aber du musst doch die ganze Zeit futtern. Du musst essen, du musst arbeiten, du musst trainieren. Das ist das Spiel eigentlich. Wow. Aber es ist wirklich, es ist so eine Kung-Fu-Erfolgsstory, weißt du? Mhm. Also wenn jetzt vielleicht Ip Man-Filme, kennst du die? Kennen leider noch nicht dazu gekommen. Okay, einfach so die klassischen chinesischen Kung-Fu-Filme, oder? Es nimmt die Kampffilm-Mentalität recht gut auf. Oder? Ja. Also ich meine, es geht auch nach dem Shenmue 1 und nach dem Shenmue 2, wo auch schon in die Kerbe schlägt. Aber es ist ja wirklich so, dass der Kampf und das Training ist das Wichtigste. Ja. Und du musst halt essen und arbeiten dafür, ja. Mhm. Aber das Wichtigste, du hast noch eine Story, du musst immer irgendwelche Leute suchen oder irgendwelche Gegenstände suchen und dann die Frage, wie komme ich dorthin? Und dann musst du gegen irgendjemanden kämpfen und du kannst ihn aber nicht besiegen. Das heisst, du musst mehr trainieren. Du musst wirklich fast täglich trainieren. Deine Ausdauer, deine Moves trainieren. Du musst arbeiten, damit du mehr Moves-Sets kannst kaufen, weil du kaufst dir Moves. Okay. Oder du tauschst Moves oder Sachen, die du in deiner Sammlung hast. Und mit diesen Moves kannst du nachher eben stärkere Gegner besiegen in deinem Dojo. Und so steigst du eigentlich auf in deinem Können. Also ich bin jetzt Kung Fu Level 20, keine Ahnung. Shit. Und nein, aber du hast wirklich das Gefühl, ich mache auch etwas dafür, weißt? Es ist nicht, ich habe mir jetzt das in meinen Fingern ein bisschen eintrainiert und wird wegen dem besser wie im Street Fighter oder so. Trainierst du halt einfach in deinem Fingergedächtnis die Sachen an. Ja. Wenn du es lange gespielt hast, bist du wieder schlecht, aber du hast schon gewisse Moves, die du lernst, aber das ist halt nachher 2x und dann ist 3 und so Sachen. Ja. Aber du weißt wirklich, hey, ich bin besser im Kung Fu, weil ich so viel den Horse Stance oder was auch immer geübt habe. Und bei wegen dem du musst wirklich effektive Arbeit stecken in das Spiel. Okay. Und dann kannst du auch, ich mag jetzt nicht schon wieder Holz hacken für Geld zu bekommen, weil du kannst viel Holz hacken, das kannst du jederzeit machen, oder? Aber schon nachher einfach das Game, wo du immer X drückst. Mega so ein Minispiel. Ja, aber darum, wie echt arbeiten halt. Ist halt nicht immer geil. Ja, aber für das kaufst du doch kein Game. Ja, in den Vorgängern ist ein Gabelstapler. Ich habe doch keins von den Vorgängern gekauft. Nein, und dann kannst du aber zum Beispiel so, der eine erzählt, er hat gerne die Kräuter, die man vorbeibringen zum Verkaufen. Und wenn du nachher nicht nur das eine random Kraut bringst, das überall wächst, sondern ein ganzes Krautset mit verschiedenen seltenen Kräutern, dann bekommst du mega viel Kohle, wenn du das ganze Set verkaufst. Krass. Und dann gehst du halt wirklich, dann kannst du Kräuterkarten, findest vor den Ständen, dann schaust du auf die Karte drauf, und dann schaust du, wo könnte das ungefähr sein, dort ist Punkt, gut. Gehst du mal hergelaufen und siehst, da ist wirklich das coole Kraut, cool. Und dann gehst du weiter Kräuter sammeln. Und dann denkst du, ja gut, das Kräutersammeln hat so langsam gesehen, was kann ich noch? Ich kann fischen, kann ich noch. Dann kann ich fischen, kann ich das... Wow, ich penne hier wahrscheinlich. Ja, aber das ist... Aber es ist wirklich, nach dem Feierabend, du sitzt her... Und dann bügelst du einfach weiter. Ja! Das ist geil! Nein! Aber ich bügle weiter als chinesischer, oder nein, er ist eigentlich Japaner, aber er ist im Moment in China, in einem Kung-Fu-Film. Bügelst weiter. Also das ist schon ein Unterschied. Ja. Hast mich jetzt also noch nicht überzeugt. Ja, du musst den Soundtrack sehr gerne haben und du musst die Atmosphäre sehr gerne haben. Okay. Nein, wird im Raum nie ziehen. Sonst, auf der Switch? Switch, was habe ich gespielt? Nicht viel. Pokémon ist rausgekommen, aber das habe ich nur ganz kurz klein geschnuppert. Wie findest du? Immersiveness. Was? Immersiveness? Also wie fest bist du nicht drin, sobald du spielst? Schon? Nein, nichts. Okay, das ist aber das, was ich bis jetzt gefunden habe. Also die es gut gefunden haben, haben gesagt, dass ich oder genug gut, für das man über die schlechten Sachen hinweg kann schauen. Also das Schlimmste finde ich wirklich, dass sie einfach nicht mehr die originalen 150 Pokémon drin haben.
Also das finde ich schlimm. Also ich meine, ja. die haben mittlerweile, was haben sie, 600 oder wie auch immer viel, oder noch viel mehr, keine Ahnung. Und jetzt haben sie gesagt, gut, wir müssen ganz viel rausstreichen, weil wir können jedes Pokémon animieren, weil wir mittlerweile viel mehr Tätigkeiten haben mit Kochen, wo du zusammen kannst und zusammen campieren, weiss ich was alles. Das muss ja alles animiert sein ungefähr. Wobei man muss sagen, die Animationen in den Kämpfen sind trotzdem unglaublich schlecht. Also jeder kumpelt einfach auf, ohne die Beine zu bewegen und nachher gibt es irgendeinen Windstoß. Und du kannst von mir aus x Pokémon streichen, aber streich einfach keins von den 150 Anfänger-Pokémon oder 151. Von den anderen, die habe ich das Gefühl, interessieren mich nicht. Also Silber, weiss ich was Zeugs, du einfach rot, blau oder respektive rot, grün, gelb, nichts streichen. Also wenn du kein Bisasam und so mehr hast, dann... Hat es nicht mehr gehabt? Nein, also das Glumanda hat es noch, aber das Bisasam habe ich bis jetzt einmal nicht gesehen. Ich habe es nicht recherchiert, aber... Also Du kannst doch nicht Starters... Nein. Vor allem nicht die ersten? Ja, das habe ich auch nie mehr gesehen. Also ich weiss nur, das Glurak ist sicher rum, das Glumanda wird schon geben, aber... Okay. Ja, von denen habe ich nichts gesehen. Okay. Aber dann würdest du nicht weiter zocken? Nein. Okay. Das sicher nicht. Verstehe ich. Ja, aber was ja gleich krass ist, das meistverkaufte Switch-Game. Ja, kann man schon vorstellen. Es gibt auch viele Kiddies, die das wollen und viele, die sich als Non-Gamer bezeichnen, die nachher doch den Switch haben, um das zu spielen, oder? Das gibt es ja dann schon. Ja, okay, ja. Das ist so ein bisschen wie die Playstation haben und nur das FIFA haben. Haben auch viel nur Switch, um nachher jetzt Pokémon zu haben. Verstehe ich. Ja. Aber sonst sind es bei mir so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Was habe ich jetzt noch? Fallen Order, Star Wars noch angefangen. Ja, wie findest du? Recht nice. Nicht jetzt weltbewegend, also storytechnisch und so, aber es ist Frostbite Engine, wenn es mir recht ist. Was sie auch bei Battlefield brauchen. Und das, also grafisch ist es richtig nice auf dem PC. Gameplay-technisch ist es so ein bisschen das Metroidvania-mäßige, glaube ich, so ein bisschen an gewissen Orten vorbeilaufst, wo du nachher noch nicht durch kannst, wo du noch nicht die entsprechende Fähigkeit hast und du weißt genau, ich komme dann später noch da vorbei. Ah, Backtracking. Ja, aber es ist nicht, ich finde Backtracking klingt immer so negativ, aber wenn ich nicht wirklich stur einen Gang muss entlang laufen, sondern einfach weiss, dort ist noch einmal die Situation, also die Gelegenheit, wo ich später vorbeikomme, das ist für mich nicht das, wenn es nicht wirklich ein reines Zurücklaufen ist, ist es für mich okay. Okay. Und dort haben sie auch einen sehr angenehmen Companion-Roboter drin. Also das finde ich recht cool. Den würde ich auch gerne mal in einem Film oder in einer Serie oder so, kann ich sehr gerne ausbauen, habe ich das Gefühl. Sonst der Hauptdarsteller gefällt mir auch, wie er es macht, aber ich bin jetzt auch nicht mega emotional involviert oder so. Ja. Also, habe ich jetzt noch keinen What-the-fuck-Moment gehabt. Ja. So. Es ist einfach solid gemacht, gut gemacht, aber auch nicht mehr. Ein schlechtes Game? Mindestens eins? Ja, Pokémon ist einfach zu einfach, ja. Das finde ich schlecht. Das ist einfach null Challenge. Ja. Ja, das ist wirklich schwach. Ja, aber der Punkt ist ja, Pokémon vom Franchise her ist ja das, wo glaube das Top oder das, wo vor allem die Franchise am Leben halten. Sie glaube gar nicht im Games, das ist vor allem Merchandise momentan nicht. Das kann schon sein. Also ich glaube, Games sicher noch, die sind immer noch mega wichtig. Also das Pokémon-Franchise muss man sich auch vor Augen halten. Das ist immer noch ein Vielfaches grösser als Star Wars. Und Star Wars ist ein riesen Franchise und Pokémon ist ein Vielfaches davon. Also, krass, okay, ja. Das ist unglaublich, was die für einen Umsatz haben. Ja. Und das ist einerseits ist es jetzt so Pokémon Go, dass sie nachher Games eben auf der Switch setzen und sonst für die Handhelds vorher. Sonst haben sie eben Plüschtierchen, was haben sie noch? Serien, Filme? Filme, aber nicht viel. Die Serie, also der Anime, der glaube ich einfach immer weitergezogen wird. Trading Cards. Wobei ich nicht so schon lange nicht auf unseren Breitengraden glaube ich nicht mehr so der Renner. Ich habe das wirklich vor allem gesagt, Merch. Also, ja, es gibt auch Pokémon Monopoly und ja, genau. Ja, und Lizenzen für so Zeug halt alles. Und du so? Das geilste Game, ich glaube nicht im 19 rausgekommen. Das geilste Game, das ich letztes Jahr gezockt habe, ist, weil ich am Hero Fest war. Dann hat Microspot dort einen Stand gehabt, wo sie Games hure billig verhökert haben.
Das ist der Spider-Man. Das stimmt, das habe ich auch recht gespielt. Den habe ich mir gezogen und ich habe innerhalb von 2 Wochen alle Trophies geholt. Also auch das New Game Plus. Das heisst, 2-mal durchgespielt. Aber ohne DLC. Und DLC so durchgezockt. Und alle Trophäen. Innerhalb von... Also das müssen wir uns mal vorstellen, das ist... Das gibt es wirklich sehr selten. Das Commitment. Genau. Dann, aber DLC sind mega gut, oder? Die sind sehr gut. Das mit dem Hammerhead, dort das eine, finde ich schlecht. Ja. Aber gerade mit wie heisst sie? Black Cat? Ja, Felicity irgendetwas. Ja. Oder Felicia, ja. Das habe ich mega gut gefunden. Das finde ich auch stark, ja. Vor allem, wo er nicht weiss, ob er Vater geworden ist. Aha, ja, genau. Aber das habe ich richtig Humor gefunden, den ich nicht gesehen habe. Ja. Und den ich aber unglaublich glaubwürdig gefunden eigentlich. Ja. Und das hat so in so einem Spider-Man-Spiel hätte ich es gar nicht erwartet. Und ich hätte wirklich gedacht, ich wollte mehr von dem. Von wirklich so normalen Problemen. Oder? Ja. Ja, irgendwie... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es weg Kinder ist, die das Spiel auch spielen. Irgendwie halt die Realisation, dass das ein erwachsener Typ in einer erwachsenen Beziehung ist, wo irgendwie Geschlechtsverkehr auch ein Thema ist, dass man das vielleicht nicht mit Kindern kommunizieren kann, dass das vielleicht sich noch lange gehalten hat in der Game-Industrie. Finde ich noch spannend, dass man die Hürde übersprungen, also wie überwunden hat und eigentlich auf eine gute Art. Ich weiß nicht, wie das aufgefasst worden ist, vor allem von Müttern von solchen Kindern, ob die das jetzt cool gefunden haben oder gar nicht. Aber, aber ab wie alt ist das Spiel? Ich glaube im Fall... Ist nicht ab 16? Nicht Henne. Ich bin mir nicht sicher im Fall. Weil wenn es ab 16 ist, dann kannst du ja wirklich offen über das Zeug reden. Ja, aber es ist ja nicht Henne viel Gore drin. Also ich könnte mir im Fall schon vorstellen, dass es 12 oder 14 ist. Ja, aber sie sind ja schon geschossen und prügelt und alles. Ja, hast du mal Fortnite gesehen? Ja gut, Fortnite ist das finde ich schlimm, dass es überhaupt für Kinder zugelassen ist. Ja. Fortnite bad. Was ist noch? Ich habe seit langem mal Mirror's Edge Catalyst auf der Konsole gehabt, mal wieder spielen. Das war aber das erste Jahr gewesen. Und dann angefangen, ich war irgendwo mit der Story gewesen, und dann so viel auf die Fresse gefallen, wenn du Controls nicht drin bist und eigentlich schon wie recht, oder sicher mal schon ein Stück zurückgelegt hast im Game, dann kannst du nicht einfach durch das ganze Zeug, sondern du musst ein gewisses Level haben, für das du dort durchkommst. Ja, das ist verdammt schwierig. Das hat man gerade abgestellt. Und das Gleiche ist mit Titanfall 2 passiert. Ja, du musst die Steuerung genug verinnerlicht haben, um so in einen Flow reinzukommen. Ja, genau. Also gerade bei beiden Games habe ich mir gedacht, falls ich jemals die noch fertig spielen, muss ich wahrscheinlich 1-2 Chapters zurück und dann noch einmal wieder rein. Und wahrscheinlich auch der Schwierigkeitsgrad ein bisschen anpassen. Aber wenn du nachher eben drin bist, ist es nachher schon ein geiler Flow. Also es gibt bei Titanfall, absolut. Durch die Story-Kampagne, finde ich, du kommst so, also du lernst schon immer so ein bisschen Moves dazu, du flutschst dort nachher so durch, habe ich das Gefühl. Also wirklich so ein Unwort. Ja. Was war noch? Apex habe ich natürlich noch gespielt, stimmt. Apex. Aber das hat bei mir im Fall nicht lange gedauert. Ich habe im Fall vielleicht 3-4 Sessions Apex gespielt. Nein, ich habe viel zu viel gespielt. Schon? Viel zu viel. Aber der... Würdest du sie wieder anzocken? Nein. Okay. Sie haben mich nachher verloren mit ihren ganzen Kosmetik, weiss ich was, wo nachher wirklich gemerkt hast, jetzt kommt langsam ein bisschen vor, was das Kerngeschäft eigentlich war. Ja. Und dort haben sie mich nachher verloren. Ja. Weil ich zu wenig Gameplay-mässig ist vorangegangen. Ja. Ist Respawn, oder? Ja. Was ist noch? Auf der Switch habe ich mir Zeug Heave-Ho gezogen. Erst Ende letztes Jahr und ich habe mega den Spass mit den Leuten. Also nicht ein Spiel, das du allein spielen willst, sondern ein Spiel, das du unbedingt mit Freunden spielen willst. Ist das mit diesen langen Armen? Ja, du bist so ein Blob, der einfach einen linken und einen rechten Arm hat und dann kann er sich einfach an Sachen festhalten und dann rüber schwingen. Wirklich, ja, das ist sensationell. Der hat das Game 2 jetzt treffend gesagt, Leute, die eine Switch und Freunde haben, brauchen Heave-Ho. Darum habe ich es nicht. Genau. Und ich habe eine Switch. Genau. Ist nicht, dass es an dem scheitert. Genau, das kann ich absolut empfehlen. Macht eben auch in Gruppen, macht sehr, sehr Spass. Und man muss auch nicht, du musst einfach links und rechts heben. Und das ist wirklich unter Controller brauchen. Also es ist auch, die Eintrittsbarriere ist sehr tief. Also kannst du auch mit Leuten spielen, die sonst nicht zocken. Okay. Und es ist wirklich ein sehr extrem hoher Unterhaltungsfaktor. Ich glaube, gute Multiplayer-Spiele müssen es immer mehr können, dass sie einfach Leute können auch teilnehmen lassen, die sonst nicht gamen.
Ja, das habe ich an der es hat ja Playlink hat das ja geheißen, das von PS. Genau. Das finde ich eigentlich noch cool. Das ist eigentlich nicht mehr gross noch gemacht worden an dem. Aber das hat zum Beispiel von Telltale... Ja, aber es kommt immer wieder Zeug von Playlink unterstützt, ja. Ich habe irgendwie nichts auf dem Radar, nicht von den neueren Sachen. Was ich gerne gefunden habe, was ich gerne mal machen würde, ist das Telltale Batman hat eben eine Playlink-Integration, dass man in der Gruppe kann entscheiden kann, wenn eben Entscheidungen müssen gemacht werden. Und das fände ich eben noch spannend. Ja, aber das Telltale Batman ist einfach nicht so... Ja, also es ist nicht ein extrem gelobtes Spiel, aber mir würde es eben wundern, was die Dynamik der Gruppe auch noch ausmachen würde. Oder weißt du, ob man es lustig fände oder ob es alle einfach anpissen, weil man sich nicht einig ist und es nicht irgendwie vorwärts geht oder so. Das würde mich eben interessieren. Also weißt du, vor allem die psychologische Komponente von einer Gruppe, in der Gruppe das mal zu machen, fände ich noch spannend. Aber da gibt es ein paar Sachen, die in die Richtung gehen, oder mit interaktiven Filmen, wo die Gruppe muss eine Entscheidung treffen, wie der Film weitergeht und so. Ja, im Fall nicht so viel auf dem Radar, nebst dem. Doch, das gibt schon ein paar Sachen. Sag mal, eins. Late Shift. Gibt es eine Playlink-Integration, wo du als Gruppe nehmen kannst? Ich glaube schon. Und nachher gibt es Hidden Agenda. Da hat man schon als Gruppe. Ja, das hat eine, ja. Okay. Und Erika... Nein, ich glaube, da musst du abwechseln bei Erika. Das ist aber auch interaktiv. Okay. So ein interaktiver Film. Mit verschiedenen Enden. Ich hatte ja auch ein Playthrough gehabt. Apropos schwere Entscheidungen. Life is Strange 2. Ah, stimmt. Das haben wir noch gar nicht geredet. Du hast es durchgespielt? Ja, aber da kann ich nicht mit dir darüber reden, wenn du es nicht gespielt hast. Oder? Ja, noch nicht drüber. Ja, okay. Da reden wir nicht drüber. Also ich muss sagen, im Nachhinein muss ich sagen, was ich dazu kann sagen, ohne zu spoilern, es geht ja jetzt, es ist eine komplett losgelöste Geschichte eigentlich im Vergleich zu Life is Strange 1, wo mir ja damals die Fotografiestudentin gespielt hat. Maxine Caulfield. Oder Caulfield. So etwas, ja. Und jetzt spielt man den Sean, der unterwegs ist mit seinem kleinen Bruder, Daniel. Und dort, also es spielt im gleichen Universum, weil es gibt auch gewisse Referenzen, die man versteht nachher. Es gibt auch einen Charakter, der die beiden Storys miteinander verbindet. Auch ganz lose, einfach damit man, also als ich den gesehen habe, denke ich, nice to have, aber auch nicht, jetzt verpasst du schon nichts, wenn du es nicht checkst. Und aber, als ich es fertig gespielt habe, mit der Domi, hat mir nachher noch ein Video geschickt zur ganzen Mechanik von Daniel, wie man ihm moralische Werte beibringt und wie man bei ihm die Entscheidungsfindung auch beeinflusst. Und das habe ich eigentlich noch nachher spannend gefunden, im Nachhinein das zu sehen. Und das ist wirklich eine recht ausgeklügelte Mechanik, die halt wirklich macht, dass du, und das ist sehr viel, was du gar nicht mitbekommst, aber das führt nachher dazu, dass jeder ein angepasstes Spiel hat, je nachdem, wie man sich entscheidet, ohne dass es so direkte Entscheidungen sind, wo du die Auswirkungen sofort siehst. Oder? Also wie in anderen Spielen, wie Telltale oder so, wo du sagst, gehen wir jetzt links oder rechts, wir gehen links, scheiße, ein Charakter ist gestorben, weil wir links sind gegangen oder ich bin schuld. Sondern es sind kleine Sachen, wo du ihm sagst, ist es okay, das zu stellen oder nicht? Oder tust du ihm was tust du ihm vorleben auch? Und es gibt sowieso zwei Systeme eigentlich. Einerseits ein Moralsystem, also wie du ihm Moral beibringst, und andererseits ein Bruderschaftssystem, also wie stark dass er zu dir als Bruder gebunden ist. Weil je nachdem, wenn er extrem zu dir als Bruder gebunden ist, tut er nachher auch die Moral schneller anpassen, wenn du ihm sagst, Stelle ist okay zum Beispiel. Und das gibt nachher immer mehr Entscheidungen in Zukunft, die nachher nicht mit deiner Hand liegen. Weil du ihm ja etwas, also weil du das, was jetzt passiert, ist nachher ein Erfolg daraus, was du ihm alles... Einfach Konsequenz von deinen Entscheidungen, was du ihm alles beigebracht oder vorgelebt hast. Genau. Und das habe ich recht cool gefunden, dass nachher immer mehr aus deiner Hand das geht, oder? Das ist noch spannend, ja, aber dann warten wir doch noch, bis der Tommy mal Zeit hat und dann machen wir noch ein bisschen Grösseres zu dem. Das würde mich noch interessieren. Mir hat es einfach gefunden... Ja, vor allem, dass wir mal richtig durchsprechen mit Spoiler und so, wie wir uns wieso entschieden haben, wer jetzt von uns wirklich eine schlechte Person ist und welche nicht. Ja. Das, was ich einfach krass gefunden habe, einfach meine Erfahrungen, ich habe bis jetzt nur Episode 1 gespielt, ich bin noch nicht weitergekommen, ich habe auch ein bisschen Angst davon. Ich weiss einfach, mir hat es emotional brutal mitgerissen. Also ich bin bei gewissen Szenen wirklich zu Tränen gerührt gewesen und ich sage jetzt mal, die Zerrissenheit, die sicher auch der Hauptcharakter vom Spiel in sich trägt, irgendwie, glaube ich, auch 100% einfach mitgefühlt. Und was es manchmal schwierig gemacht hat zum Weiterspielen.
Weil manchmal hätte ich wirklich einfach gerne das Pad hergetan, weil ich genug davon hatte oder weil es gelangt hat für einen Tag, die ganze Geschichte. Und werde ich mich aber gleich noch, weil ich es auch so cool gemacht finde, dazu aufraffen, das sicher noch fertig zu spielen. Genau. Das muss ich sagen, das habe ich bei Life is Strange 1 mehr gehabt, so Momente. Das ist so ein bisschen mein Negativpunkt, dass das im 2 weniger so Momente hatte, die habe ich ein bisschen vermisst. Ja. Und jetzt, um noch das Ganze so ein bisschen zum Abschluss bringen, auf was freust du dich im 2020? Filme, Serien, Games? Endgame 2. Witcher 4. Ah ja, Witcher ist auch noch gewesen, stimmt. Ja, Witcher. Bin nicht so warm geworden. Mit der Serie? Ja. Ja, ich ziemlich. Also mir hat es sogar so krass motiviert, dass ich das Jahr auch jetzt 3 Mal wieder zocke. Ja, endlich. Also ich bin ein mega Fan von Witcher 3. Ja. Und das finde ich auch geil. Henry Cavill hat ja auch erzählt in einem Interview, dass er Witcher 3 gespielt hat. Und es mega geil gefunden. Er ist wirklich voll der Gamer. Ja. So einen Kasten und so einen Schödling-Modell, Superman, ja, er hat halt Schauspieler. Er hat halt auch wirklich viel Zeit, um in sein Aussehen zu investieren. Ja. Aber er hat nachher gehört, dass es jetzt eine Serie gibt, oder? Und er ist nachher voll begeistert gewesen, weil er das Game gespielt hat und nicht nachher noch Bücher anfangen lesen. Aber das macht es noch sympathisch, oder? Das wird sehr. Einen begeistert dahinter und du merkst schon, er gibt viel in die Rolle rein. Er hat viel trainiert und er gibt sich wirklich unglaublich Mühe, den Geralt gut überzubringen. Und ich finde, das macht er auch gut. Wenn ich hätte sagen, wer soll das spielen, hätte ich gesagt, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kann. Okay. Also, mir wäre jetzt niemand sonst in den Sinn gekommen, und ich sage, der hätte es machen müssen. Und findest du einfach gut? Ich finde, er macht es sehr gut, ja. Okay, ja. Also aber du bist von den schon stimmlich ist er mega gut dran, weißt du? Also von der Tiefe her und so? Ja, also vom Ausdruck, von Stimme, ja. Oh, okay. Aber du bist nicht so zufrieden mit den Nebencharakteren, gell? Ja, also Nebencharaktere Nebencharakter ist das eine. Also ich finde auch, was mich einfach mega draus bringt, das ist halt wieder das Nitpicking von mir, aber es bringt mich einfach draus. Das sind die Kontaktlinsen. Ich sehe permanent, dass es Kontaktlinsen sind. Bei ihm sehe ich es fast nicht, interessanterweise. Ja. Bei Siri sehe ich es extrem. Ja. Bei ihr sehe ich es, und ich frage mich, wieso das ist bei ihr so extrem war, wenn ich es bei den anderen nicht so extrem sehe. Ja. Ob der eine mit dem CGI vergessen noch kurz ein bisschen drüber zu gehen, weil du siehst ja von der Reflexion auf allem, siehst einfach, das ist eine riesen fette Farbenlinse, die drüber liegt. Ja, ich finde es noch spannend, das ist etwas, was mir so nicht aufgefallen ist. Mir fällt es mega auf. Okay. Weil das Farbige von deinen Augen ist halt flach in deinem Auge drin und nicht rund drauf oben. Aha, ja. Okay, ja. Ich kann verstehen, dass es die Immersion raubt. Ja. Darum, also was bin ich, 3. Folge oder so. Okay, das habe ich durch. Das ist bei mir verdammt schnell gegangen. Es ist ja mit diesen Zeitebenen so, die ein bisschen verschoben sind. Das finde ich aber schön. Es geht erst am Schluss wirklich alles schön auf, aber es ist wirklich sehr, also das finde ich sehr cool. Ja, aber das habe ich schon mitbekommen, dass es so ist. Oder? Darum habe ich gesagt, gut, wird schon alles seinen Grund haben, aber ich bin mir halt vom Witcher 3... Ich hatte ein bisschen Angst erwartet. Okay. Aber was ich noch spannend finde, es gibt ja so einen Bart, der dort so ein Lied hat. Ja. Und das, im Fall, nachdem ich es geschaut habe, es verfolgt mich im Fall das Lied. Ich habe irgendwo auf YouTube mal ein Video gesehen und die haben mich auch schon selber verwirrt, wie irgendwie während der Dusche oder so ein Lied angestimmt haben. Toss a coin to your Witcher, oh Valley of Plenty. Finde ich eigentlich noch ein cooles Lied. Ja, und sonst? Ich werde wahrscheinlich Last of Us 2 wird bei mir sofort auf der Konsole sein, sobald es rauskommt. Das geht aber noch ein Weile. Das geht noch ein Weile, aber einfach schon parat. Ah ja, Last of Us 1 habe ich jetzt Grounded Mode. Hast du es fertig gemacht? Ja. Herr der Krieger. Aber ich habe nachher wirklich irgendwann gedacht, ist mir jetzt egal, und ich gehe auf YouTube nachschauen und bin wirklich gute Strategien nachschauen, okay, ja. zum gewisse Level durchrushen. Ja, aber das finde ich nicht verdammt verwerflich im Fall. Also ja, nein, ich wollte schon, dass das Game eigentlich... Also ich muss wirklich sagen, da haben sie sich einfach nichts überlegt bei dem Grounded Mode. Da ist ja per DLC reingepatcht worden. Du merkst einfach, das Game ist nicht darauf ausgelegt und da ist einfach nur... Da ist nur gedacht, gut, wir machen noch ein paar Ressourcen spärlicher und machen Gegner schwieriger. Aber, aber nicht konkret überlegt worden, wenn gar nicht. Was. Und vor allem im Kontrast zum Survivor Mode. Ja. Survivor Mode ist ja bis vor dem Grounded Mode ist Survivor Mode der höchste Schwierigkeitsgrad. Ja. Und ich habe es erst auf normal gespielt, nachher auf Survivor Mode. Und Survivor Mode bin ich nach wie vor der Meinung, ist the way to play The Last of Us. Ja, so wie es intended ist von dem. Genau. Ja. Weil
das ist perfekt, oder? Du nietest nicht jeden Gegner um, du schleichst dich um die infizierten Leute um, du suchst nicht jede Konfrontation, oder? Weil normal nietest du einfach alles um, weil es ist einfach einfach. Ja. Und sie geben dir auch Munition und weiss was alles. Ja. Und im Survivor ist es nachher wirklich zu überleben, aber auch nicht unfair eben. Und im Grounded ist es nachher unfair. Also es gibt wirklich Situationen, die einfach schlecht designt nachher sind, weil sie einfach nicht angepasst wurden. Das zu dem. Also, okay. Ich denke auch, Last of Us 2 werde ich nachher direkt auf dem Survivor, wenn es so einen Modus gibt, werde ich auf dem spielen. Ja. Das wegen DLC-Schwierigkeitsmodus im Spider-Man hat so einen, der mit dem DLC dazugekommen ist. Und der ist zu krass, hat es mit dir. Ich habe dann auf dem gespielt, aber es ist so zu krass, weil du musst nicht besser spielen. Du musst einfach das, was du machst pro Gegner, musst einfach länger machen. Ja, aber das ist nicht das finde ich dann wie doof. Also weißt du, ich will ja nicht, indem dass ich das Spiel schwieriger spielen will, ich ja nicht mehr Zeit brauchen, sondern ich will besser spielen. Yeah. Oder das ist das, was ich mir so ein bisschen vorstelle. Taktisch vorgehen. Genau. Ja. Und dort kannst du nicht besser werden. Oder du merkst dann ziemlich schnell, dass taktisch gar nicht besser kannst werden. Und dass der Schwierigkeitsmodus einfach nur noch geändert hat, dass du dann irgendwie anstatt dass du 4-mal hast müssen knüppeln, musst du jetzt irgendwie 8-mal. Und musst jetzt halt einfach irgendwie 3-mal mehr ausweichen halt. Aber wie, eben das, für mich ist das eigentlich ein schlechtes Design von einem Schwierigkeitsmodus, weil es überhaupt nichts dazu beiträgt, dass das Spiel spannender wird. Aber es macht nicht eine grösse Herausforderung für dich. Nein, null. Ja, das ist schade, wenn man so Sachen sich nicht überlegt. Ich meine, nur zu Schwierigkeitsgrad müsstest du eigentlich wirklich eine eigene Person haben, die das designet effektiv, oder? Ja, absolut. Ja, vor allem, wo einfach auch die Glaubwürdigkeit dahinter festigt. Dass es wie machbar ist mit dem und dass es wie, aber es wird spannender, weil du weniger Ressourcen hast und vielleicht mehr musst austeilen. Oder es wird kniffliger, das Rätsel, weil du weniger Zeit hast oder weil du dir musst überlegen. Oder wie die Sachen. Und wie, wenn es das wie nicht gibt, wenn sich niemand überlegt hat, sondern einfach irgendwann mal in einer Sitzung sagt, ja komm, wir tun noch einen weiteren Schwierigkeitsmodus rein, damit die Hardcore-Fans noch mehr Zeit drinnen verbringen und wir die einfach plump überall noch weniger Zeit geben für das Lösen von einer Aufgabe und müssen sie alle noch einmal mehr knüppeln und wir tun nur noch die Hälfte von der Ressourcen random rein. Das ist wie unüberlegt und das finde ich ist nicht das, was ein Hardcore-Fan will. Das habe ich eben so schön gefunden beim Survivor-Mode bei Last of Us. Dort ist schwieriger, du hast keinen Listen-Mode mehr, also der Modus, wo durch die Wänge eigentlich durchgehst. Und das können wir durchhorchen. Was ja auch realistisch ist, dass man nicht durch die Wänge durchsehen kann. Und du hast keine Munitionsanzeige mehr, was ja auch, du kannst nicht immer anzeigen, wie viel Munition in deiner Knarre drin ist. Und du hast keine Gesundheitsanzeige mehr. Und irgendwann ist der Vater halt auf hinken, wenn es ihm schlecht geht. Oder du weißt, mir geht es einfach schlecht. Ob es jetzt mir noch 10% schlechter geht oder 5% schlechter als vorher, ist dir ja egal. Ja. Oder? Du bist viel mehr drin durch das den Modus. Ja. Also, darum, den finde ich mega gut. Ja. Zum noch einmal zurück auf Last of Us. Zurück auf Last of Us. Das letztes Mal. Sonst, auf was freust du dich? Ja, was kommt so? Cyberpunk kommt doch auch noch. Ja, Cyberpunk. Werde ich sicher auch mal zocken, aber auch nicht von Anfang an. Ja, ich bin skeptisch. Ob sie sich nicht übernehmen. Ja. Jetzt, vor allem bin ich immer skeptisch, wenn ein Hollywood-Schauspieler an Bord geholt wird. Okay. Weil das häufig ein bisschen, also es sagt nachher, okay, ein Grossteil von unserem Geld geht jetzt dorthin, wo nachher vielleicht am anderen Ort fehlt. Ja, also du meinst es wegen Keanu Reeves? Ja, genau. Der wäre ja auch nicht günstig sein. Nein, aber die Frage ist, wie essentielle Rolle das er spielt. Ja, es geht nicht um, dass es essentiell ist, es geht darum, dass Geld und Ressourcen jetzt dorthin gehen, wo einfach sonst irgendwo bei 2 oder 10 Stellen, wo Leveldesigner sonst wären, nicht rum ist, weißt du, so meine. Und es ist einfach immer wenn es heisst, wir holen jetzt einen Hollywood-Schauspieler, also in meiner Erfahrung ist es nie ein gutes Zeichen bis jetzt gewesen. Ja. Bei Call of Duty, was war es gewesen? Infinite Warfare, was ich Kevin Spacey hatte. Du weißt nachher einfach, gut, jetzt hat er noch ein paar Millionen, nein, wahrscheinlich nicht ein paar Millionen, aber einfach eine gute Teil von Gagen bekommen, dass sie viele Ressourcen hineingegangen, ihn möglichst echt darzustellen. Du hättest schon anders können machen mit den Leuten, die auf ihn fokussiert waren. Bei Beyond Two Souls mit Ellen Page und William Dafoe, die da drin sind. Hast du auch gemerkt, dass es klar im Spiel geschadet hat, weil es hat weniger Handlungsstränge nachher gegeben, weniger Handlungsoptionen gegeben als zum Beispiel Heavy Rain, wo unbekanntere Schauspieler mitgewirkt haben.
weil die Screentime von diesen Schauspielern so teuer ist, oder? Und darum muss man es nachher so verbauen, wie es nachher auch vielleicht nicht immer sinnig ist. Ja. Und darum, das habe ich auch ein bisschen bedenken, wenn Keanu Reeves dort mitspielt. Ja. Dass man einfach Ressourcen, die man für etwas anderes verwenden kann, und dass man jetzt einfach gewisse Sachen dann einfach unterordnet, oder? Ja. Apropos Hollywood-Schauspieler in Games, Death Stranding. Genau, das ist auch wieder so etwas, was ich kritisch angeschaut habe. Habe ich aber noch nicht gespielt. Okay. Habe ich aber auch von vielen gehört, dass es eigentlich eine andere Spielerfahrung. Ja, es ist glaube ich, vor allem ein Meta-Spiel. Ja, wo man viel hier und her läuft. Genau. Aber eben, es sagt mal wenigstens wieder etwas Neues von Kojima. Ja, aber da müsst jetzt auch mehr der Yassin und der Domi drüber reden. Ja, das habe ich schon auf der Liste, aber noch nicht zu. Gibt es Kinofilme, die du antizipierst? Nein. Ich habe den neuen von Christopher Nolan ein bisschen auf dem Radar, Tenet. Das nimmt mich noch Wunder, weil ich eigentlich sonst vor allem einfach auch Nolan-Fan bin. Aber ja, das wird sich müssen zeigen. Ist das der neue oder mit dem Daniel Radcliffe? Ganz Akimbo. Mm. Das ist noch spannend. Ja. Das ist ein spannender Trailer, schau nach dem auch an. Ist wirr, aber irgendwie auch geil. Und irgendwie macht er Bock. Aber ich habe den Trailer nicht ganz geschaut, ich habe nur bis 40 Sekunden. Hast du nicht, sobald du gewusst hast, der Film wird yellow, hast du nicht abgestellt? Ja, so mache ich es immer. Okay, das macht Sinn. Also wenn ich bei einem Film sowieso weiss, ich will nicht schauen, dann schaue ich gar keinen Trailer. Okay. So wie ich so bei Endgame und so gemacht habe, dann habe ich no Trailer geschaut. Ja. Und wenn ich es nicht weiss und mal ein bisschen reinschaue, dann weiss ich nachher ab dem Punkt, also sobald der Punkt in einem Trailer kommt und denke, gut, das interessiert mich genug, dann schaut ich einfach ab. Ja, das ist konsequent, finde ich gut. Ja, geil. Schließen wir es ab. Können wir. Also. Wenn du wagst. Ich wage mich. Hey, merci fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es vielleicht ein bisschen mehr über Life is Strange 2 zu hören gibt. Mit dem Domi. Und wir wünschen euch ein gutes 2020, einen guten Anfang. Darf man das noch wünschen jetzt? Ja. Liket, subscribet. Was waren eure Highlights gewesen? Und holt auf die Glocke. Die scheiß Glocke, wo ist die? Die ist links neben dem Abonnieren-Knopf, wenn ich mich nicht ganz täusche. Unge, links, Glöckli. Tschüss. Ciao.